Lasst uns Schritt für Schritt ins neue Jahr gehen. Zusammen, Seite an Seite. Und dann habe ich noch einen zweiten bayerischen Ausspruch gelernt. Ein Zitat vom großen Franz Beckenbauer, den ich immer sehr bewundert habe. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Naja, gut. Ich dachte, es wäre jetzt noch irgendwie was Außergewöhnliches. Ich würde sagen, das ist so ein Presseverfasstes Gedöns, oder? Nichts Besonderes. Blondie, Namen, Collio, Servus. Ja, gut. Was soll der Winnie auch anderes sagen? Ich meine, wenn der Christi schon sagt, der Champions League-Finale ist safe, dann muss der Kompanie auch in so eine Richtung gehen, wa? Was er sonst gesagt hat, dass der FC Bayern für erfolgreichen und attraktiven Fußball steht 2025. Hoffen wir es mal. Attraktiv auf jeden Fall. Ja, da gehe ich mit. Ob es erfolgreich wird, werden wir halt sehen. Ne? Das steht ja noch ein bisschen in den Sternen, würde ich sagen. Aber dank Uli Hoeneß sind wir ja schon deutscher Meister. Ist ja alles gut eigentlich. Schauen wir mal. Beste KI-Stimme aller Zeiten. Geil, oder? Ich weiß doch gar nicht, wer die festlegt. Ob das jetzt von der Seite war oder vom Explorer, also vom Opera oder was? Wilde Nummer, ey. Naja, gut. Wir hätten uns natürlich sonst noch die Weihnachtsgeschichte von Thomas Müller vorlesen können. Ich meine, ist ja auch völlig okay. Na? Für 20 Millionen im Jahr kann er, wenn er schon kein Fußball mehr spielt, wenigstens die Weihnachtsgeschichten vorlesen. Ach, herrlich. So, genug Sarkasmus für heute, oder? Frech. Frech. Ich muss mal eben hier mein Dokument öffnen. Dokumente. Da. Zack. Das muss ich noch darüber schieben. Wie ist deine Meinung zu Eberls internen Transfers? Neuer und Sané würde ich überhaupt nicht fühlen. Interne Transfers. Ist ja auch ein wilder Begriff. Also meinst du die Vertragsverlängerung? Ja. Ich sage ja, da hat man... Ich glaube, man hat anders geplant. Deswegen ist man jetzt in diesen Lagen, wo man ist. Aber dadurch, dass der eine oder andere sich wieder gefangen hat unter Kompanie, versucht man das Ruder jetzt nochmal rumzureißen. So wie bei Kimmich zum Beispiel. Also wenn man Sané verlängert, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann gibt es bei uns auf jeden Fall kein Leistungsprinzip. Ja? Also dann ist das ausgesetzt beim FC Bayern. Ja, Neuer zu verlängern, fühle ich halt auch gar nicht. Ich denke mal, die Saison zeigt bisher, dass der Zug einfach auch abgefahren ist. Ja, ich weiß nicht, warum man da die ganze Zeit an Neuer festhält. I don't know. Weiß ich nicht. Man lebt immer noch in dieser Illusion, so er ist noch dieser überragende Torwart. Ich denke, er hat diese Saison konstant in der Hinrunde gezeigt, dass er das nicht mehr ist. Was ja auch nicht schlimm ist, ja. Also er ist immer noch ein guter Torwart. Ja, da müssen wir auch nicht drüber reden. Er ist wahrscheinlich immer noch ein besserer Torwart wie, keine Ahnung, 50% der Bundesliga. Aber es ist halt nicht mehr das Torwartspiel auf dem hohen Niveau, was du beim FC Bayern vielleicht einfach brauchst. Ne? Und wenn du dann anfängst, den FC Bayern Titel zu kosten, so wie es nun mal im DFB-Pokal der Fall war, dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, den alten Mann auch einfach mal in Rente zu schicken. Aber da hat man nicht die Eier für bei uns im Verein. Na, das ist nicht unsere Vorgehensweise. So. Der wird so lange bei uns bleiben, wie er das möchte, genauso wie Thomas Müller. Thomas Müller sagt, er möchte noch ein Jahr Fußball spielen, dann wird er einen neuen Vertrag kriegen. Manuel Neuer sagt, das kriegt Manuel Neuer einen neuen Vertrag. So einfach ist der Bums. Joa. Traurig, aber wahr, leider. Seranto, moin erstmal und Ambu, servus. Sarkasmus ist deutsches Kulturgut. Naja, wenn Daniel unsere Nummer 1 wäre. Hochverdienter Sieg von uns gegen Leipzig. Ja, das steht ja außer Frage.
Headsport, habe so seit sehr langem mal wieder den Doppelpass geschaut. Schon ewig nicht mehr gesehen. Der Oli Kahn da war okay. Auch wirklich super interessant. Oli hat genau das erzählt, was du auch immer sagst. Dachte eigentlich immer, du bist gar kein Experte. Ja, bin ich ja auch nicht. Aber wenn der Oli dasselbe sagt, dann, ja, shake hands zu Oli, ey. Besten noch die vollen 20 Millionen für Neuer. Ey, jetzt mal ernsthaft, ihr glaubt da wohl nicht ernsthaft, wenn wir den Vertrag mit Neuer verlängern, dass der weniger bekommt, oder? Nee, definitiv nicht. Es würde mich sogar gar nicht wundern, wenn er nicht irgendwie sogar in seinem Vertrag drin hat, wenn ich irgendwie 25 Spiele oder so mache, verlängert er sich automatisch. Ja. Sané, Neuer, Müller würde ich nicht verlängern, Fonsi hingegen schon. Und Kimmich auch. Ja, also bei Sané, Neuer und Müller gehe ich mit. Neuer und Müller sollten einfach jetzt den Hut nehmen, ist doch alles gut. Ja, ich meine, wenn es wirklich super, super, super überragend, unerhofft läuft, mit dem Finale da oben, was willst du denn einen anderen Zeitpunkt haben für Karriereende beim FC Bayern? Ja. Sané hat, denke ich mal, die letzten 4 Jahre oder 3,5 Jahre jetzt nachgewiesen, dass einfach die Qualität nicht reicht für den FC Bayern. Ja. Kimmich und Fonsi bin ich gespalten, wenn ich ehrlich bin. Thema Fonsi, ja, da hat sich meine Meinung nicht geändert. Ja. Also ich meine, fußballerisch okay ist er wieder auf dem Weg, der okay ist. Ja, er ist jetzt aber auch keiner, wo du sagst, oh, wow, ohne Fonsi Davis sind wir irgendwie aufgeschmissen und unser Defensivspiel und unser Offensivspiel ist so viel schlechter. Ja, das sehe ich halt auch nicht. Ja, Punkt 1. Punkt 2, das Verhalten mit dieser ganzen Vertragsverlängerung, ja, das ist kein Verhalten, dass man sagt, jo, das ist ein gutes Verhalten dem Verein gegenüber. Weiß ich jetzt nicht, ob da von beiden Seiten vielleicht Fehler gemacht wurden. Ja, möchte ich ja gar nicht unterstellen, aber ja, ich habe schon mal gesagt, das, was Fonsi, er sollte mal ein bisschen darüber nachdenken, wer ihn dahin gebracht hat, wo er ist. Ja. Und wir reden immer von so wie die Spieler, oder der Verein muss den Spielern dankbar sein, dass sie die Titel holen und bla und so. Jetzt genauso gilt das andersrum. Na, und das hat ein Fonsi mit Füßen getreten und deswegen, ich brauche einen Fonsi nicht bei uns. Sag ich euch, wie es ist. Ich würde den Vertrag nicht verlängern. Für kein Geld der Welt. Ganz einfache Kiste. Einfach um mal ein Statement zu setzen. Aber auch das wird nicht passieren bei unserem Verein. Das ist auch alles gut. Müssen die alle selber wissen. Sehr wahrscheinlich wird man Fonsi 16, 17 Mille in den Arsch schieben, plus ein Handgeld von 15, 20 Mille. Er wird verlängern, damit sein Bro Musiala auch hier verlängert. Ja, das ist der Gedanke wahrscheinlich. Und Thema Kimmich, machen wir die Vertragsverlängerung mal rund. Thema Kimmich, weiß ich nicht. Ich würde einfach gerne mal, wie ich es letztes Jahr auch schon gesagt habe, den FC Bayern ohne Kimmich sehen. Ja. Das würde ich einfach gerne mal sehen. Es triggert mich einfach hardcore, dass Kimmich immer einen Platz im zentralen Mittelfeld belegt. Immer. Du könntest, keine Ahnung, du könntest wahrscheinlich Rodri verpflichten, der gerade verletzt ist, plus sonst wen, und es würde trotzdem immer ein Kimmich mindestens spielen. Ja? Und das ist eine Sache, die mir hart auf den Sack geht. So, und das seit Jahren. Ja, die Saison ist es okay, die Leistung ist okay von Kimmich. Jetzt gegen Leipzig war es ein super starkes Spiel, gar keine Frage. Müssen wir gar nicht schlecht reden. Aber Kimmich hat auch Spiele, wo er nicht gut ist. Kimmich hat Probleme, teilweise defensiv, auch gegen Leipzig hat man das gesehen, das ist nichts Neues. Und da muss es einfach möglich sein. Ja, auch wenn du einen König Josua in deinem Team hast, dass wenn der Gegner, keine Ahnung, FC Barcelona ist, dass ich einen Palinja auf die 6 stelle und einen Pavlovic auf die 8 und nicht einen Kimmich. Oder einen Conny Leimer auf die 8. Ja, warum spielt ein Conny Leimer nicht einmal im zentralen Mittelfeld diese Saison? Weil Kimmich immer einen Platz belegt. Ja, deswegen spielt ein Conny Leimer Rechtsverteidiger. Warum tauscht man die beiden Rollen nicht einfach? Nee, das macht man nicht, weil man König Josua wahrscheinlich auch nicht auf die Füße treten will. Keine Ahnung. So, das sind die Themen, die mich an dieser Kimmich-Verlängerung stören. Ja,
Und ganz ehrlich, ich sehe da jetzt auch nicht das Problem drin. Er ist leider nie dieser Führungsspieler geworden, der er gerne sein möchte. Gegen Leipzig war er das, ja, stimme ich zu. Weiß ich nicht. Dann musst du aber ein Neuer absägen, ja. Dann würde ich vielleicht mitgehen, sagen, du musst einen Kimmich verlängern um jeden Preis. Wenn du sagst, Neuer hört auf, weil dann kriegt Kimmich die Binde, dann ist er Happy Cat und dann bringt er vielleicht öfter die Leistung wie gegen Leipzig. Geht auch mal voran als Leader. Wenn Neuer verlängert, bleibt Neuer Kapitän. Ja? Verlängerten Thomas Müller ist Thomas Müller Kapitän. So, das ist das große Thema und ich denke, das ist auch das Thema bei Kimmich, was man auch verstehen kann dann vielleicht. Ja, also ich hätte kein Problem damit, wenn Kimmich den Verein verlässt. So. Ich habe die letzten Jahre nichts gesehen, wo ich jetzt auch sagen würde, wow, ohne Kimmich geht dieser Verein baden. Ja, diese Saison ist es gut, ja, keine Frage. Aber auch da, ganz ehrlich, da müssen andere in die Pflicht. So, stellen ein paar Linien auf die 6, ich denke, dann bist du defensiv nochmal ein bisschen stabiler. So, und dann muss Pavlovic das Heft des Handels noch ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Oder du kannst auch mal einen Conny Leimer ins zentrale Mittelfeld stellen und nicht nur auf die rechte Seite. Ist ja nicht so, dass du intern keine Option hast. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also wie gesagt, ich bin da zwiegespalten bei Kimmich. Ich verstehe es, wenn man den Vertrag verlängert. Der Verein will ja auch unbedingt, wenn, dann wird er ja Nein sagen. Und dass man ja, sich überhaupt in diese Lage gebracht hat mit diesen ganzen auslaufenden Verträgen, ist natürlich eine Farce. Ne? Um das vielleicht auch nochmal rund zu machen, bevor ich den Chat weiterlese. Als ein Verein wie der FC Bayern München, weiß ich nicht. Ja, das ist ein Vorgehen, was kein Mensch verstehen muss. Ne? Nochmal, ich gehe davon aus, dass man das getan hat, weil ihr habt die Leistung gesehen letztes Jahr von Kimmich. Ich habe die Leistung von Davis gesehen, ihr habt die Leistung von Leroy gesehen. Das sind doch alles keine Leistungen, wo du sagst, oh geil, mit den Spielern will ich unbedingt verlängern. Ne? Das ist völlig fein. Da muss es aber auch jetzt mal durchziehen. Ja? Und jetzt nicht nur wieder, weil sie, keine Ahnung, Fonzie Davis 5 Spiele gemacht hat, die wieder einigermaßen okay sind, muss ich gleich wieder komplett umschlagen. Ja? Dasselbe bei Dio. Jetzt hat er ein Tor gemacht und das spricht jetzt für eine Vertragsverlängerung oder was? Also, nee. Wegen mir können wir die ganzen alten Zöpfe, was ich seit 2 Jahren rede, abschneiden. Auch wenn sie dieses Jahr vielleicht wieder bessere Leistung bringen. Kannst du wegen mir trotzdem abschneiden und den Umbruch, der wieder nicht stattgefunden hat dieses Jahr, ja, das muss man ja ganz klar sagen, dann endlich mal angehen. Weil der einzige neue Spieler ist Michael. Ja, und er ist der Spieler, der neben Musiala den Unterschied gerade macht. Das macht kein Coman, das macht kein Gnabry, das macht kein Sané, das macht Michael. Ja, und das spricht schon Bände, was die Offensive anbelangt. Ja. Gut. Kälte reduziert und neue Generation Vertrauen schenken. Ja, das ist ja das Thema, was nicht passiert, Ambo. Müller, Sané, Goretzka, Neuer beenden in diesem Sommer. Talente verleihen, wenn Spielzeit nicht gegeben werden kann. Ja. Wir kommen ja gleich noch so zu meinem Hinrundenfazit. Das ist auf jeden Fall die einzigste Geschichte, die ich zu kritisieren habe in der Hinrunde. Dass man halt wieder, wie letztes Jahr auch unter Tuchel, die Talente wieder komplett ignoriert. Komplett. Ja, obwohl so viele Chancen da waren, gerade wenn man mal das Beispiel Adam Aznou nehmen. Das verstehe ich halt nicht. Also ich verstehe es schon, habe ich ja schon mal gesagt, so von wegen Kaderchemie, Blasels, was wäre jetzt gewesen, du hättest einen Ibrahimovic aufgestellt anstatt einen Sané, dann wäre der wahrscheinlich im Dreieck gesprungen und dann wahrscheinlich auch die ganzen, die Sané nahestehen, Blasels, sagen wir die gleiche Scheiße, wie wir es unter Tuchel hatten. Ja. Also man kann schon verstehen, aber ich finde es halt traurig einfach. Ja. Wie gesagt, zu Neuer haben wir ja alles gesagt. Dass Neuer nicht mehr das Niveau hat und da wird er auch nicht mehr hinkommen. Würdest du mit Neuer, Kimmich, Musiala und Müller verlängern? Ja, Halleluja. Naja, du musst ja auch erstmal sehen, dass du Leipzig auch dahin gebracht hast, ja. Genauso wie Mainz uns ja auch teilweise dahin gebracht hat. Andersrum. Mit ihrer Galligkeit. Und dasselbe haben wir gegen Leipzig halt gezeigt, ne?
Ja, klar hat Fonsi sich wieder sportlich stabilisiert. Keine Frage. Habe ich ja auch gesagt. Ne, die letzten 5, 6 Spiele waren echt gut. Aber er ist ja keiner, wo du jetzt sagst, oh, wenn Fonsi nicht spielt, was? Ja, was ist dann? Was passiert dann? Ist dann unsere Mannschaft irgendwie 20% schlechter oder was? Nee, sehe ich gar nicht so. Ja, dir fehlt dann der Speed auf der linken Seite. Wow. Dann hättest du vielleicht mal einen jungen Spieler da diese Saison mal auch hinstellen sollen, wa? Ja, weiß ich nicht. Also ist für mich kein Spieler, wo ich sagen muss, dem muss ich jetzt 16 Millionen zahlen. Ganz einfache Kiste. Aber es wird natürlich so kommen, ja. Ja, Sané kann schon ein Top-Spieler oder ein Weltklasse-Spieler sein. Ne? Also da muss ich mal eine Lanze brechen. Hat er ja auch gezeigt unter Tuchel, dass das sein kann. Nur er kann es nicht abrufen. Ne? So, wenn du von 50 Spielen im Jahr das bei 15 Spielen abrufen kannst, dann ist das einfach kein Bayern-Niveau. Punkt. Was willst du damit? Du spielst beim Top-Verein, du kriegst ein Top-Gehalt, dann musst du auch mindestens 80% der Spiele Top-Leistungen bringen. Ja? So, und das siehst du bei Koma nicht, das siehst du bei Sané nicht, das siehst du bei Gnabry nicht. Kannst du alle 3 weghauen. Also in der aktuellen Mannschaft würde ich den Josh auch eher als RV sehen, ja. Problem, dann stellst du Stani einen Kimmich vor die Posi, das ist wahrscheinlich auch nicht so gewollt. Ich denke schon, dass man mit Stani als Rechtsverteidiger plant, auf lange Sicht. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, ob ein Josh überhaupt bleibt. Vielleicht geht er ja auch einfach. Was ja auch okay wäre. Olli war im Doppelpass sehr diplomatisch, so kennt man ihn sonst gar nicht. Aber zwischen den Zeilen konnte man deutlich heraushören, dass Olli Kimmich und Sané nicht unbedingt verlängern würde und Manu mittlerweile auch kritischer sieht. Fand ich super erstaunlich, aber super ehrlich von Olli. Ja, ich denke mal, da gibt es ja auch Verträge, ne? Da darfst du nicht schlecht reden, Blaswitz. Das wird ihm wahrscheinlich alles so ein bisschen hemmen, denke ich. Aber ja, also jeder, ich denke auch ein Eberl wird das wissen. Ja, auch ein Eberl wird das wissen, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist immer schwer zu sagen bei uns im Verein, oder? Wer das Heft des Handelns da wirklich in der Hand hält. Haben wir ja im Sommer gesehen. Also wäre es nach Eber gegangen, hätten wir auf jeden Fall noch einen zweiten und dritten Außenspieler verpflichtet und hätten wahrscheinlich die anderen noch mehr unter Druck gesetzt, dass sie den Verein verlassen. Aber wenn dann die Aussage vom Aufsichtsrat in Person von Uli Hoeneß kommt, dass wir keine Geldscheißer sind, du damit alles zum Erliegen bringst, ja, ist es halt schwierig jetzt zu sagen, wer ist dafür verantwortlich. Dass man mit Manuel Neuer gerne verlängern möchte, dass man mit Thomas Müller gerne verlängert. Ich weiß es nicht. Ist am Ende des Tages auch egal. Wenn es passiert, passiert es, ne? Davis Bank, Anbu. Dann kannst du ihn auch gleich nach Real gehen lassen oder nach Manchester United oder wer ihn so haben will. Was willst du denn eine Verlängerung auf die Bank setzen? Oder meinst du jetzt in dieser Saison? Ich würde auch gerne mal ein paar Linien und Pavlo in der Mitte sehen, ja. Wird aber nie passieren, solange Kimmich in unserem Verein ist. Weißt du, ich hätte ja auch kein Problem damit, wenn man Kimmich verlängert, ihn aber dann auch endlich mal, gönn ihn doch auch mal eine Pause. Er wirkt doch auch oft total überspielt einfach. Ja. Gönn ihn doch mal eine Pause, lass doch mal einen anderen daran, nimm ihn doch auch mal nach 70 Minuten raus, so wie jeden anderen auch. All das passiert halt nicht bei Kimmich. All das passiert nicht. Der kann spielen, wie er will, kann die Leistung haben, wie er will, spielt immer. Katastrophe. Deine Meinung zu unseren Talenten? Ja, das sage ich, das ist das Einzige, was man mit dem Fazit oder mein Fazit zur Hinrunde. Ich denke, erstmal habe ich ja schon gesagt, Hut ab, wenn ich einen Hut auf hätte, für Vinny, dass er diese tote Mannschaft aus den letzten 1,5 Jahren so wiederbelebt hat. Ja, auch, dass er entgegen vielen und auch meiner Meinung am Anfang der Saison an Upa und Minjay festgehalten hat. Ja, das hätten wahrscheinlich die wenigsten getan und wir haben gesehen, dass es genau das Richtige war.
Hut ab, dass er dasselbe mit dem Davis durchgezogen hat, mit dem Coman durchgezogen hat. Serge hat sich ja wieder selber rausgeschossen. Dass er das immer noch mit dem Sané durchzieht, finde ich ein bisschen too much. Fand ich aber schon bei Coman too much. Ob ein Company jetzt dafür verantwortlich war, einen Leon so rauszunehmen, weiß ich nicht. I don't know. Schwer zu beurteilen. Aber ansonsten, wenn du siehst, dass diese ganzen alten, satten oder auch jungen, satten Spieler endlich wieder ihre Form gefunden haben, ja, und das Wichtigste, dass endlich wieder eine Mannschaft auf dem Feld war. Ja, das ist ja, was uns ausgezeichnet hat. So, das war die letzten 1,5 Jahre nicht. Jeder war immer nur mit sich selbst beschäftigt, jeder hat nur Einzelaktionen gemacht, man hatte immer das Gefühl, keiner gönnt dem anderen irgendwas, jeder muss irgendwie sich ins Rampenlicht stellen oder sowas. Und das alles, bis auf kleine Ausrutscher, wie eine Halbzeit Barca, eine Halbzeit Dortmund, das Spiel in Mainz vielleicht. Aber selbst in Mainz hast du ja immer noch gemerkt, dass eine Mannschaft auf dem Feld ist, nur die komplette Mannschaft war halt durch. Ne? Dass er das geschafft hat in der kurzen Zeit, Hut ab. Ja, die Art, die Fußball, den wir spielen, ich weiß, sehen viele kritisch, ich nicht. Ich finde es mega. Mir gefällt diese Art Fußball besser. Wie gesagt, ich bin Typ, ich gucke mir lieber ein 4-2, 4-3 an als ein 1-0. Das ist für mich langweilig. Ja. Weiß ich nicht. Wenn du irgendwie wie ein Tor schießt und machst da 90% Ballbesitz und in irgendwelchen toten Räumen, wo es super uninteressant ist. Aber das muss jeder für sich wissen. Ja, da hat jeder so seine Präferenzen. Es gibt viele, die das mögen, eher taktischen Fußball. Von daher passt das perfekt. Ja. Ich feiere das, dass wir auch das hohe Risiko, was wir nehmen mit dieser Spielweise in der Abwehrreihe, muss man klar sagen, das wirst du nie vermeiden, dass wir mal in irgendeinen Konter laufen oder sonst was, dass einer individuellen Fehler macht, daraus gleich eine Torchance entsteht. Das ist einfach die Spielweise. Ja. Was das anbelangt, von mir auf jeden Fall Note 2 für Vinny. Ja. Auch, dass er auf den Pressekonferenzen nie irgendwie auf einzelne Spieler eingeht, sondern immer das Team im Vordergrund stellt. Man nimmt ihm ab, was er sagt, wenn es um Arbeit geht. Das ist alles super. Ja. Dass wir da stehen, wo wir stehen, hätte ich persönlich nicht gedacht. Habe ich ja auch gesagt bei meiner Saisonvorausschau, dass es ein schwieriges Jahr wird. Es wird auch schwierig bleiben. Ich denke, 4 Punkte vor Leverkusen ist in der Rückrunde gar nichts. Ja. Die ja noch nicht mehr zu Ende ist. Fehlen ja noch 2 Spiele. Ich denke, Leverkusen wird auch so stark bleiben in der Rückrunde. Wir können uns keine Schwächen erlauben, was gut ist. Ja. Der Druck muss da bleiben. Dann sind wir auf jeden Fall stärker. Man wird sehen, es wird spannend werden, denke ich. Ich denke, es wird ein Zweikampf werden zwischen Bayern und Leverkusen. Alles andere sieht man ja jetzt schon, bricht immer mal wieder weg, hat eine schlechte Phase. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Ob es dann am Ende reicht für die deutsche Meisterschaft? Ja, keine Ahnung, wird man sehen. Wird wahrscheinlich auch davon abhängen. Und sollte sich ein Harry Kane mal längerfristig verletzen, sollte sich ein Musiala längerfristig verletzen, sollte Michael ausfallen, so das sind die 3, die vorne aus meiner Sicht für das meiste Spektakel sorgen, wird schwer. Ja? Da hast du auch keinen Ersatz, wenn wir ehrlich sind. Du hast keinen Ersatz, der auch nur annähernd an diese Leistung kommt von diesen 3 Offensivspielern. So. Von daher schwer zu sagen, wie es in der Rückrunde weitergeht. Aber die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, das Teamgefühl und so, alles geil. Das Einzige, was man bei Vinny kritisieren kann aus meiner Sicht, dass er angetreten ist mit diesem Leistungsgedanken. Ja, dass er gesagt hat, es geht nach Leistung, bla Sülz. Wir wollen Talente integrieren und jetzt sind wir bei deinem Punkt von wegen Talente in der Hinrunde. Das haben wir einfach gnadenlos ignoriert. Ja, nochmal. Keine Ahnung, das muss jeder für sich irgendwie entscheiden. War es gut, an Coman festzuhalten, ihn 5 Spiele durchzuziehen, damit er dann endlich mal ansatzweise wieder einigermaßen Leistung bringt? Oder wäre es vielleicht sinniger gewesen zu sagen, ey, pass mal auf, ich stelle da mal 5 Spiele in Folge einen Tell hin, Ibrahimovic oder was weiß ich, einen Iran Kunde aus der 2. Mannschaft, um mal zu sehen, geht das oder geht das nicht? Ja.
So, aber das ist, glaube ich, so eine Geschmacksfrage. Für mich wäre es klar, ja. Ich hätte auf jeden Fall meinen jungen Spieler die Chance gegeben. Und wenn wir dann in Richtung Verteidigung gucken, dann stellst du lieber einen Leimer auf, der ja vieles ist, ja, der auch wirklich eine gute Hinrunde gespielt hat in meinen Augen. Aber er ist einfach kein Außenverteidiger. Punkt. Das wird er nie sein. Ja, wenn der außen steht, jeder Flankenversuch kommt rein in den 16er. So, Conny Leimer kann das nicht verteidigen. Ja, weil er eine andere Art Spieler ist. Warum hat man da nicht dem Azenu die Chance gegeben? So, der war die ganze Vorbereitung dabei, ist immer im Kader und hockt immer 90 Minuten auf der Bank. Warum? Also ich meine, der ist Nationalspieler geworden. Also der kann ja jetzt nicht sagen, man kann jetzt nicht sagen, der hat kein Bundesliga-Niveau, würde ich behaupten. Ja? Dass du ihn dann vielleicht nicht gegen Leipzig oder gegen Dortmund oder so von Anfang an in die Startaufstellung ballerst, alles gut. Aber man hätte den Jungen doch mal eine Chance geben können gegen den einen oder anderen Gegner. Ja? Das habe ich nicht verstanden. Oder das verstehe ich nicht. Also ja, wir wollen unsere jungen Spieler mehr integrieren, hat gar nicht stattgefunden. Null. Wirklich absolut null. Ja? Und das ist enttäuschend. Aber wenn man dann sieht, welchen Erfolg wir haben, ja, gibt das natürlich dem Vini recht irgendwo. Ne? Aber wie gesagt, ich hätte, weiß ich nicht. Also ich meine, Coman ist jetzt auch wieder verletzt. Ja? Das ist ja auch so ein Thema, das wird sich auch nicht mehr ändern. Dasselbe mit dem Serge. Man hätte da einfach die Eier haben müssen und da einfach auch mal einen Jungen reinwerfen. Um dann halt einfach auch mal zu sehen, yo, macht er den nächsten Stepper, macht er den nächsten Stepper nicht. Hat man bei Musiala auch getan. Ja? Vor ein paar Jahren. So, irgendwann musst du das halt machen. Und das hat man diese Saison verpasst, finde ich. Aber sehr wahrscheinlich hat man das verpasst, weil Vini die Teamchemie am wichtigsten ist. Ja? Der Teamgedanke. Weil ich habe es ja eingangs gesagt, stellt euch vor, du nimmst so einen Ibrahimovic oder selbst einen Iran Kunda aus der zweiten Mannschaft und stellst den jetzt auf und hast einen Serge, einen Coman und einen Sané auf der Bank. Dann wissen wir alle, was passiert, oder? Erstmal brennen alle Zeitungen, erstmal brennt jede Pressekonferenz, da werden immer die gleichen Fragen kommen und in der Mannschaft wird es jetzt auch brennen. So, ich glaube, das ist der Grund, warum Vini das nicht getan hat. Und da muss man halt die Verantwortung gleich mal weiterschieben an Max Eberl. Ja? Dass diese Spieler halt noch da sind. So, und die Spieler werden wahrscheinlich noch länger da sein. Ja, das ist meine Meinung zu den Jugendspielern und zu Vincent Kompany so zur Hinrunde. Also ich habe nichts zu meckern an Vini. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich war aber auch von vornherein positiv auf ihn gestimmt. Ja, so sieht's aus. Ja, warum das mit den Verträgen so ist, habe ich ja schon gesagt. Guck mal, Eberl hat sich ja letzte Saison da hingesetzt und hat gesagt, ja, ihr habt jetzt 3 Monate Zeit zu zeigen, dass ihr für den FC Bayern spielen wollt, dass ihr das Niveau habt. Und keiner hat das Niveau gehabt. Keiner. Ja, guck dir die Rückrunde an. Keiner hat das Niveau gehabt. Sie sind komplett eingebrochen. Und da hat auch kein Kimmich das Niveau gehabt. Ja, genauso wenig wie es ein Leon hatte, genauso wenig wie es ein Serge, ein Coman hatte und Sani ganz zu schweigen. Oder ein Fonzie Davis. Keiner hatte dieses Niveau. So, und deswegen hat man dann gesagt, ja gut, dann geben wir erstmal gar keine Gespräche rein. Ja. Ja. Und jetzt hockst du da und hast jetzt halt die Baustellen, die du hast. Ja. Ist halt wild. Bis auf Stanley, ich bin auch auf Stanley gespannt. Ich hoffe, er findet wieder so in die Spur, wie er vorher war. Das war schon stark, ey. Ja, klar. Das ist ja, was ich sagte, aber guck mal, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich meine, bei so einen älteren Spielern verstehe ich das ja noch. Ja, dass man da sagt, komm, wir gucken mal, wir lassen den Vertrag mal auslaufen und wir verlängern dann um 1 Jahr oder sowas. Ja, aber du kannst doch nicht einen Fonzie Davis, der einen Marktwert zu der Zeit hatte von, was weiß ich, 80 Millionen, kannst du doch nicht anfangen und sagen, ja komm, ist egal, ich gehe ins letzte Vertragsjahr mit dem. Das kannst du doch nicht bringen, Alter. Was ist das denn? Das ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, sportlich schon gar nicht. Das ist einfach nur eine Katastrophe.
Du kannst doch nicht mit so einem jungen Spieler, der so einen hohen Marktwert hat, sagen, ach komm, ist egal, ich gehe mit denen ins letzte Vertragsjahr. What the hell? Ja? Da musst du doch als Verein klare Kante zeigen. So, da hättest du die Pistole auf die Brust setzen müssen am Ende der letzten Saison. Fonsi verlängern, nicht verlängern, ja, dann Verein verlassen. Du willst den Verein nicht verlassen, du willst hier ein Jahr rumpimmeln, ja, dann gehst du auf die Tribüne. Feierabend. Statement gesetzt, du wirst nie wieder einen Spieler haben, der ins letzte Vertragsjahr beim FC Bayern geht. Weil kein Spieler möchte ein Jahr auf der Tribüne sitzen. Na? Es sei denn, du heißt Bunazar. Andere Geschichte. Ja? Das Statement hätte man setzen müssen. Und was setzt man dann für ein Statement? Nachdem man sich hingesetzt hat und gesagt hat, ja, die Tür ist zu bei Alphonso Davies, setzt man sich jetzt dahin, ja, nein, die Tür ist ja nie ganz zu und wir sind in guten Gesprächen und Alter, was ist das für ein Zeichen? Das ist genau das Zeichen an jeden anderen Spieler, der jetzt in diesem Verein ist, der später dazukommt, der sich denkt, ach, ist doch hier gar kein Problem. Lass ich einfach auslaufen, den Vertrag, und dann habe ich im letzten Jahr alle Karten in der Hand. Wow, was ein Zeichen an die Spieler. Verstehe ich nicht. Ja? So, Kimmich dasselbe. Aber Kimmich verstehe ich den Umstand, weil Kimmich hat man letztes Jahr gesagt, ja komm, der ist kein Führungsspieler, der ist gar nichts, den wollen wir nicht mehr. Ja, dann soll er doch jetzt auch gehen. Ja? So. Feierabend. Nur weil er jetzt eine gute Hinrunde gespielt hat, ändert das ja auch nichts, wie er die letzten Jahre gespielt hat. Ganz wild irgendwie. Aber da hat man sich ein Eigentor mitgeschossen. Ja? Da muss man sich nicht wundern. Du musst halt irgendwann, und bei Fonsi Davies hättest du das Statement setzen können, Alter. Er ist jetzt auch nicht der Spieler, wie ich gerade schon sagte, der uns sportlich rausreißt. Ja? Du hast einen Guerrero da, du hast einen Ito da, gut, Pech gehabt, verletzt. Du hast einen Aznu da, der ein Riesentalent ist, hättest du halt aufstellen können. Fertig. Also das Zeichen ist eine Katastrophe an jeden Spieler in diesem Verein. Ja? Und dann wundert man sich, dass man die Gehälter nicht gedrückt bekommt. Ja. Fragt euch mal, warum. Ja? Warum sollte ein Musiala denn jetzt verlängern? Warum? Warum soll der jetzt verlängern? Der sagt sich doch auch, ach, gehe ich nächstes Jahr ins letzte Vertragsjahr, ist doch alles gut. Dann kann ich noch 40 Millionen oder 50 Millionen Handgeld für die Unterschrift verlangen. So wie es ein Fonsi Davies auch gerade macht. Ja. Das ist der Grund, warum die Spieler ins letzte Vertragsjahr gehen wollen. Und der FC Bayern lässt sich auf der Nase rumtanzen, Alter. Ist halt frech. John Jay, servus. Ja, das Ignorieren von Talenten und das Durchziehen von Low Performance hat Nagelsmann und Tuchel in Bedrängnis gebracht. Dass Kompanie in der Phase, als Kane ausgefallen ist, damit angefangen hat, finde ich schwierig. Der Unterschied ist nur, dass Kompanie es ja hinbekommt, dass diese Low-Performer irgendwann wieder performen. Ja, das ist der Unterschied. Auch wenn es dauert, haben wir gesehen bei Opa und Kim, haben wir gesehen bei Koman, ja, wo er Elan nicht lange festgehalten, haben wir auch bei Davies gesehen, der auch grottig war die ersten Spiele. Das ist der Unterschied, ne, zu den vorher genannten. Aber wir werden sehen. Also wir haben ja gegen Mainz so einen kleinen Seitenhieb wieder gekriegt. Ja, wir haben die richtige Reaktion gezeigt gegen Leipzig und ja, die Rückrunde wird zeigen, Leute. Ja, die Rückrunde wird zeigen, wohin die Reise geht. So, ich glaube, du kannst immer noch in so einem Strudel kommen. Lass mal 2, 3 Spiele in Folge verlieren. Dann brennt's, ne? Ja. Solange das klappt, solange du die Spiele dann gewinnst, wenn du so einen Komans, die Davis und die Sanés durchziehst, wenn sie keine Leistung bringen, ist ja alles gut. Schwierig wird es halt, wenn du die Spiele nicht mehr gewinnst dann, ne? Ja. Siehe Neuer und Pokal. Das ist halt auch die Konsequenz aus den Wochen davor gewesen, ne? Dass man Neuer nie in Frage stellt. Nie. Und er sich selber ja nicht in Frage stellt. Und das als Kapitän dieser Mannschaft. Hat er ja nicht die Größe dazu. Ja, nach dem Aston Villa-Spiel, das war ja eine Katastrophe, wie er sich da geäußert hat. Und er hat es ja noch nicht mal nach dem Pokalspiel hinbekommen. Zu sagen, alles gut, Männer, war mein Thema. Tut mir leid. Und dann wäre doch alles gut gewesen. Hätte ihm doch keiner was übel genommen. Aber selbst das kriegt er ja nicht hin. Ne? Das kriegt er nicht hin. Kann er nicht einsehen. Wild.
Sané kann's verlängern? Nee. 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 Ja, mit 0 Millionen Grundgehalt. Ja, dann gehe ich mit. Dann können wir pro Vorlagen und Tore und so drüber reden. Nee. Also, nee, sorry, ich seh den Nibol gar nicht bei uns. Ja, es tut mir leid. Die Leistung, nochmal, die letzten 3,5 Jahre von dem Menschen gezeigt wurden für das Geld, was er bekommt, ist eine Frechheit. Ja, eine absolute Frechheit. Die Mara hat es perfekt gesagt letzte Woche. Den Nibol nicht verlängern und das Geld 1:1 nach Richtung Jamal geben. Fertig. Ja. Punkt. Hast du schon mal da keine Kopfschmerzen mehr. Naja, Spieler leisten können wir uns ja schon, wenn wir keine verkaufen. Aber da muss die halt finanzieren vom Gehalt her, ne? Zweites Mikro, ich wünsche mir einfach mal, dass es da so Pulte gibt, weißt du? Wo dann die Journalisten sitzen und wenn der gute Dieter, dafür ist er ja da, sagt, hallo, du hier von der Bild darfst jetzt sprechen, dann drückt er vorne, weil er der Meister ist, auf die Nummer, wo der Bildreporter sitzt und schaltet das Mikrofon an. Und dann kann der sprechen. Und wenn der fertig ist, drückt er wieder da drauf und das Mikrofon ist aus. Hä? Wäre das nicht zukunftsorientiert? Wäre das nicht... Das wäre geil, oder? Werden wir natürlich nicht erleben bei uns. Können wir uns nicht leisten. Dafür müsste der Dio erstmal auf eine neue Frisur beim Friseur verzichten. Junge. Und wenn ich da noch so ein komisches Bild gesehen habe, wo er auf dem Auto da rumhockt und sowas, fällt mir gar nichts mehr zu ein. Okay, danke für dein Follow bekommen. Ja, ist ja egal, wenn wir kein Geld bekommen, aber Hauptsache, das Gehalt wird frei, weißt du? Guck mal, nimm doch mal Müller, Neuer, Sané, nimm die doch schon mal raus. Dann hast du schon mal 60 Millionen im Jahr Gehalt frei. Hä? Ist jetzt nicht so wenig, oder? Und dann sind wir noch nicht mal bei Gnabry und Coman, dann wären nochmal 35 frei. Dann bist du schon bei fast 100 Millionen Gehalt, die frei sind im Jahr. Ich denke, da geht dann ein bisschen was. Ja, also. Nee, das Thema Davis habe ich jetzt alles so gesagt, das brauche ich nicht wiederholen, wa? Glaubst du, dass Company Probleme bekommt, wenn man titellos bleibt? Du kennst ja unsere Vereinsführung. Ja, wird er mit Sicherheit Probleme bekommen. Was ich schade finde, also für mich ist dies Jahr, ich habe es ja vor der Saison gesagt, wenn es gut läuft, holt sie irgendwie einen Titel. Die Meisterschaft hätte ich als das Unwahrscheinlichste angesehen sogar. Ja, ich hätte eher einen Pokalerfolg erwartet. Keine Ahnung, wir sehen guten Fußball. Ja, so, das ist so da erstmal das Thema. Ne? Und Kompany hat ja noch nichts. Welchen Einfluss hat Kompany auf diese Mannschaft gehabt? Wenn es jetzt darum geht, nur ansatzweise Spieler nach seinen Vorstellungen da zu haben. Ja, Michael, weiß ich nicht, war das seine Vorstellung? Vielleicht, ja. Das war's. Ja, alles andere ist da und er muss damit arbeiten, er muss damit klarkommen. Ne? Also deswegen, ich denke, eine Kompany kannst du vielleicht mal nach 1,5 Jahren bis nach 2 Jahren mal beurteilen, wenn er vielleicht mal 3, 4 Spieler in der Mannschaft hat, die er da gerne sehen wollen würde. Und dafür ist es schon echt gut. Ja? Und wenn du mit dieser Art Fußball jetzt keinen Titel holst, wir aber trotzdem guten Fußball sehen und wenn wir dann noch die Eier hätten, endlich ein paar junge Spieler mit reinzunehmen, dann könnte man auch eine titellose Saison völlig hinnehmen und verargumentieren. Ja? Aus meiner Sicht. Ich meine, ein Titel ist schon weg, der leichteste im DFB-Pokal. Champions League ist für mich utopisch. Ja, sage ich euch ganz ehrlich, da sind viele Mannschaften viel, viel stärker, aber gut. K.O.-Spiele ist immer alles möglich.
Ne? Also von daher mal abwarten. Meisterschaft, ich habe es eingangs gesagt, Leverkusen ist 4 Punkte hinter uns. Das sind 4 Punkte, Alter. Ja, und die spielen guten, konstanten Fußball. Also. Selbstläufer wird die deutsche Meisterschaft auch nicht werden, ne? Ich mag Tell, aber man muss auch sagen, dass er am Anfang der Saison seine Chancen bekommen hat und danach auch immer wieder. Aber dieses Jahr. Alexa, stopp! Dieses Jahr wirklich unterirdisch performt. Keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist. Anmo, stimme ich dir zu? Ich muss ganz kurz mein Brot aus dem Ofen hauen. Ich bin gleich wieder da. Bevor der Handy auch noch bimmelt. So. Eieiei. Muss jetzt mal einen Sprint hinlegen, ey. Ja, zu Mattis Tell habe ich ja, glaube ich, im letzten Stream schon gesagt, glaube ich, oder? Sehe ich genauso. Ne? Also er hat mehr als genug Chancen bekommen am Anfang der Saison. Gehen wir es durch. Ich glaube, eine Halbzeit, die er dann spielen durfte, beim 3. oder 4. Versuch, war gut. Alle anderen waren schlecht. Und zwar nicht so mittel, sondern schlecht. Ja. Und wenn du dann siehst, ja, wenn er dann mal eingewechselt wurde, auch in der Bundesliga, es hat einfach immer der letzte Wille irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So, der letzte Touch hat mir gefehlt. Also alles das, was ihm unter Tuchel, ja, Anmu, alles, was ihm am Anfang der letzten Saison unter Tuchel ausgezeichnet hat, mit er kommt rein, er ist da, on point, Feuer, nach vorne, nach hinten, immer in Bewegung, immer anspielbar. All das ist die Saison nicht da. Na, es ist nicht da. Weiß nicht warum. Vielleicht einfach der Druck. Ja, das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Der Druck, weil Max Eber sich hingesetzt hat und gesagt, ja, nee, Matthijs Tell, nein, der wird nicht verliehen. Das ist Gesicht des FC Bayern in der Zukunft und auch extra kein Ersatzstürmer verpflichtet. Choupo-Moting noch abgegeben, also auslaufen lassen den Vertrag. Und das ist halt vielleicht einfach zu viel Druck für den Jungen. Ja, kann ja gut sein. Das weiß man nicht. Ich meine, er ist ein junger Kerl. So wissen wir alle, junge Spieler haben auch immer Leistungsschwankungen. Hat Musiala auch schon gehabt. Ich glaube schon, dass er den Durchbruch schaffen kann bei uns. Ja. Das ist ja, was ich vorhin meinte mit dem Vergleich zu Koman. Nehmen wir Koman. Der war wirklich genauso schlecht wie ein Tell. Ja, wo er eingestimmt. Die ersten 3, 4 Spiele, wo Koman gespielt hat, Katastrophe. Ja. Der Unterschied ist aber zum Tell gewesen, dass er alles versucht hat. Der hat nach vorne, der ist nach hinten geackert, genau wie ein Serge. Das ist der Unterschied. Wenn Tell das auch getan hätte, ja, dass er mit nach hinten geackert hätte, wie wenn er mal den Ball nach vorne hat, ich glaube, dann hätte er auch mehr Chancen bekommen. Dann hätte vielleicht auch ein Kompanie an ihn festgehalten. Aber das war halt nicht gegeben, diese Saison. Ja, das ist der Unterschied zu Koman oder auch selbst zu Sané. Ja,
traurig, dass ich das sage, ja. Aber selbst ein Sané bleibt weniger stehen, wenn es darum geht, einen Ball nach hinten zu verteidigen oder wieder zurückzuholen, wie ein Tell das getan hat, diese Saison. Ja, das ist der große Punkt bei Tell. Dass du nach vorne hin mal, ich meine, guckt euch Sané an, guckt euch Koman an, guckt euch Gnabry an, was die an Chancen versiebt haben diese Saison. Dass du nach vorne hin mal Scheiße am Fuß hast, alles gut. Ja, aber da musst du wenigstens den Willen haben, oder man muss dir zumindest abnehmen, dass du fürs Team arbeitest, dass du mit nach hinten arbeitest. Das ist bei Tell nicht. Tell macht den Serge von letztes Jahr. Oh, ich habe den Ball verloren. Warte. Ich sprint mal 3 Meter. Nee, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich bleib gleich hier vorne stehen. Na, so ein Ding. Und deswegen spielt er nicht. Und zu Recht. Ja, ich mag einen Tell auch. Hat mich letztes Jahr maßlos begeistert. Aber dieses Jahr fehlt ihm einfach, ja, dieser Touch. Ne? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja schon mal gesagt, er sollte einfach mal seine Aberglauben-Armbinde ablegen, weil die hat ihn diese Saison nicht weitergebracht. Die Leistungen waren alle grottig. Und mal an sich selber glauben. Ne? Schwer, aus unserer Warte immer einfach zu sagen, ne? Wenn man einmal gesehen hat, was er für ein Leistungspotenzial hat. Aber wir haben schon so viele junge Spieler beim FC Bayern scheitern sehen. Wa? Mathys Tell, Lösung? Ja. Eigentlich musst du ihn ausleihen. Jetzt. Und im Idealfall dahin, wo er spielt. Ja? Andere Alternative wäre zu sagen, oder hätte man jetzt schon machen können, man hätte gesagt, komm, Mathys, geh mal 3-4 Wochen in die zweite Mannschaft und spiel mal jedes Spiel. Ja? Hätte ihn vielleicht einfach auch mal gut getan. Ja, ist dann nur 4. Liga, alles gut, muss man da nicht überbewerten, aber es geht einfach mal darum, mal Spielpraxis zu kriegen. Ja, und mal wieder in den Rhythmus zu kommen. Bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Die andere Sache, die ich natürlich nicht verstanden habe, ist vielleicht auch ein Thema, warum er dann so bockig ist, wenn er reinkommt. Wenn man das bockig nennen möchte. Ein Kompany setzt sich dahin, vor 4 Wochen in der PK, wo es darum ging, ja, du hast ja so viele Auswahlmöglichkeiten auf den Flügeln. Und ja, Mathys Tell hast ja auch noch. Nee, Mathys Tell sehen wir in der Mitte. Das war seine Aussage, ich glaube 2 Wochen vor Dortmund. Ja, dann fällt ein Harry Kane aus. Und dann komme ich auf die verkackte Idee, ein Rafael Guerreiro in die Sturmspitze zu stellen. Anstatt eines Mathys Tell. Was soll der Junge dann denken? So. Ob das jetzt, keine Ahnung. Ja, die Leistungen waren nicht gut von Mathys Tell. Keine Frage. Ja. Aber auch die Leistung von Thomas Müller waren grottig. Die Leistung von Koman waren grottig. Die Leistung von Guerreiro waren auch so mittel. Und dann komme ich auf die Idee, einen Guerreiro in die Sturmspitze zu stellen, anstatt einen Mathys Tell, der ja eigentlich der potenzielle Nachfolger von Harry Kane sein soll. Ja? Und generell bringe ich ihn dann die ganze Saison immer links außen. Wie viele Spiele waren denn vorher schon durch diese Saison? Ja? Dann nimm doch einen Harry Kane der 70. runter, gönn ihm mal 20 Minuten Pause. Und stell doch Mathys Tell da vorne rein, wenn das Spiel 3-0 steht. Was hast du denn zu verlieren? Ja? So, das ist, glaube ich, so ein Zusammenspiel zwischen mehreren Faktoren beim Tell dieses Jahr leider. Wird man sehen, vielleicht wird es in der Rückrunde anders. Aber nochmal, wenn du halt dasselbe mit dem Aznu, wie du schreibst, Ambu, wenn doch dann schon der etatmäßige Stürmer ausfällt und ich stelle dann lieber einen linken Verteidiger in den Sturm, anstatt den jungen Stürmer, der da ist für diese Position. Ja, so, dann fängt es halt auch an zu arbeiten. Ja. Und dasselbe beim Aznu. Wir werden den Aznu beim FC Bayern nicht mehr sehen. Das ist mein Take. Ja, man hat diese Saison, es war auf dem Silbertablett serviert. Ja, alles verletzt, Davis nicht in Form, dann war sogar ein Davis noch verletzt, nachdem er wieder in Form war. Und trotzdem hat der Junge keine Spielminute bekommen. So, wie soll der Junge eine Spielminute bekommen, wenn Stanley wieder da ist, wenn Ito wieder da ist?
Boe erwähne ich erst gar nicht, der ist ja eh immer nur 3 Spiele da, den können wir abschreiben. Wie soll er denn dann noch eine Spielminute bekommen? Wenn er die jetzt nicht bekommt, ja, unmöglich, wird er nicht. Hast du versaut, ja? Hast du versaut, dem Jungen die Chance zu geben, zu zeigen, hat er das Potenzial für den FC Bayern oder nicht? So, wirst du nicht mehr erleben. Der wird den Verein verlassen. Wenn wir Glück haben, wird er ausgeliehen. Ja. Er wird überzeugen, da wo er hingeliehen wird, bin ich mir sicher. Keine Ahnung. Haben die Spieler dann noch Bock? So, das ist ja immer so die Frage, die ich mir stelle. Stellt euch doch vor, du bist in dieser Situation. Du bist jung, du hast dich gezeigt in der Vorbereitung, hast stark gespielt, bist Nationalspieler sogar geworden in deiner Nation, spielst da in der Nationalmannschaft. Dann siehst du beim FC Bayern, wow. Man möchte keinem was Böses, aber die ganzen Außenverteidiger sind verletzt. Und du kriegst trotzdem keine Spielminute. Ja, so. Da muss man sich nicht wundern, ja. Und das ist ja, was ich gerade sagte, das ist das Einzigste, was man diese Saison oder diese Hinrunde kritisieren muss. Und das muss man kritisieren. Weil man hat diese hochveranlagten Spieler in dieser Mannschaft und nutzt sie dann nicht. Ja. Was schade ist. Wie wäre dein Fazit, wenn Kompany die jungen Spieler eingesetzt hätte und wir nicht auf Platz 1 stehen würden? Wahrscheinlich besser wie jetzt. Ja. Also wenn die Art des Fußballs dasselbe gewesen wäre, so, der Platz 1 ist mir am Ende des Tages, spielt ja jetzt nicht die Rolle für meine Bewertung. Kannst du auch so argumentieren, keine Ahnung. Hätte der Leverkusen nicht den schwachen Start gehabt, würden sie vorne stehen. So, dann wäre es ja nicht Erster. Also, keine Ahnung. Wen interessiert es aktuell? So, ich habe es vor der Saison gesagt, da bleibe ich auch bei. Mich persönlich, ja, interessiert der Meistertitel jetzt am Ende der Saison erstmal zweitrangig. Ja, wichtiger ist das, was wir gesehen haben, was da ist. Dass wieder ein Team da ist, dass wir guten Fußball spielen. Wenn das dann dazu führt, dass man dann da steht, wo wir stehen, ja super. Win-Win-Win-Situation. Ja. So, aber was? Nenn mir ein Spiel, keine Ahnung, lass mich überlegen. Nehmen wir jetzt mal Arsenal als Beispiel. Nenn mir ein Spiel, wovon sie oder derjenige, der linker Verteidiger gespielt hat oder derjenige, der rechter Verteidiger gespielt hat, überragend war und uns irgendwie den Sieg gesichert hat. Also mir fällt keins ein, mir fallen eher Negativbeispiele ein, wie der Conny Leimer-Szene in Dortmund. Sehe ich jetzt also nicht die Gefahr, dass wenn da jetzt ein Arsenal gespielt hätte, dass man jetzt gesagt hätte, wir hätten jetzt 6, 7, 8, 9 Punkte weniger, wie wir haben. Ja, dasselbe auf der Außenbahn. Wie viele Spiele haben wir gesehen, wo ein Commander, ein Gnabry, ein Sané mehr kaputt gemacht haben an Angriffen, wie dass die Angriffe zu Ende gespielt wurden? Hättest du da jetzt mal so einen Ibrahimovic hingestellt, hättest du da mal einen Irankunda hingestellt, auch da glaube ich nicht, dass wir dann gesagt hätten, oh, wegen den Spielern jetzt, weil die da dreimal den Angriff nicht durchspielen konnten, haben wir jetzt 9 Punkte weniger auf dem Konto. Das glaube ich nicht. Aber hätte Fahrradkette, wir werden es nie erfahren. Ne? Vinny hat schon was von Ottmar, so wie er mit der Bespaßung der Spieler umgeht. Ja, sag ich ja, er managt das super. Ja. Und das ist, was mir am Vinny am besten gefällt in den PKs, dass er sich halt nicht darauf festnageln lässt. So auf diese, ja, was sitzen Leroy draußen, was sagen sie denn dazu, was sagen sie dazu, was sagen sie zu Müller? Sowas interessiert am Ende nicht. Am Ende interessiert das Team. Ja. Und wenn du auf die Bundesliga guckst, gibt der sportliche Erfolg und Vinny doch vollkommen recht. Ja. Denkst du, dass ein Eber nicht so darf, wie er gerne möchte? Es wirkt von außen manchmal so, ne? Weil niemand die Spieler kaufen wollte, deshalb war Eber zu dieser Aussage gezwungen. Ja, die Spieler will auch in der Winterpause oder nächsten Sommer keiner kaufen. Wer soll nächsten Sommer denn einen Coman kaufen wollen? Oder einen Gnabry? Oder einen Goretzka? Geschweige denn ein Sané. Warum möchte denn ein Sané unbedingt verlängern?
Glaubt ihr, ein Sané wird irgendwo anders annähernd dasselbe Gehalt bekommen wie bei uns? Wo? Beim FC Barcelona? Die eh kein Geld haben? Ja, da kann er hinwechseln. Ohne Handgeld. Der Hansi wird ihn wohl nehmen. Aber für wen soll er da spielen? Für einen Ramal oder was? Die haben doch noch nicht mal Platz im Kader. Und das wird im nächsten Sommer nicht anders sein. Ja, die Spieler wird nächsten Sommer auch keiner haben wollen. Und wenn, dann müssen die Abstriche von 5, 6 Millionen an Gehalt machen. So, und das machen die nicht. Dann gehen die wie jetzt auch so ein toller Davis ins letzte Vertragsjahr und pimmeln rum. Ja. Und das ist auch völlig legitim. So, haben wir ja gerade gehabt. Das Zeichen haben wir auch gesendet, dass man das bei uns kann und gut. Ich bin zufrieden mit Wien. Das Einzige, was ich kritisiere, sind manche Aufstellungen. Zum Beispiel Tell startet gegen den BVB und viele Ein- und Auswechslungen. Deswegen Vini eine 2 von mir. Ja, ich sehe Vini ja auch bei einer 2. Wie gesagt. Fairerweise muss man sagen, bei vielen Spielen hat ihm das Ergebnis aber einfach auch recht gegeben. Ne? Wenn das Ergebnis ihm recht gibt, hat man halt keine Argumente. Als junger Spieler mit allen Möglichkeiten ist das letzte Vertragsjahr einfach eine Goldgrube. Ja. Da sind aber auch die Vereine dran schuld, die kaufen. Die Handgelder, die bezahlt werden, sind das Problem. Das ist aber von den Vereinen im Gesamten selbst verschuldet. Auch das ist, ja, vielleicht nicht von den Vereinen, eher wahrscheinlich von den Beratern. Aber du musst ja gucken, dass du halt nicht mit so einem Spieler ins letzte Vertragsjahr gehst. Als Top-Club. Ja, also, das ist doch die Farce. Wie kann es denn so weit kommen, dass man das tut? Ja, das verstehe ich halt nicht. Dass man Neuer nicht in Frage stellt, verstehe ich nicht. Einfach nicht. Also bei aller Liebe, aber selbst nach dem Pokal hat er ja Ausreden gesucht. Ich würde mir ja wünschen, dass er seinen Vertrag nicht verlängert und er zum Ende der Saison aufhört. Aber leider scheint die Verlängerung ja schon so gut wie durch zu sein. Und dann wird er wahrscheinlich weiterhin 20 Millionen dafür kriegen. Ja. Da kannst du von ausgehen, wenn der Vertrag verlängert wird, denke ich, wird das so laufen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ist wie eine Nationalmannschaft. Da hat auch jeder gedacht, ach ja, der Neuer macht noch, der nimmt die WM noch mit. Und dann hat da plötzlich gesagt, jo, so, ich beende meine Karriere, so, weißt du? So, das ist noch meine Hoffnung. Keine Ahnung. Thema Neuer ist halt schwierig. Also ich persönlich glaube nicht, dass er nochmal dahin kommt, wo er war. Und aktuell ist es leider so, dass er uns sportlich eher mehr kostet, wie rettet. Ja, was sonst immer andersrum der Fall war. Kannst du das mal durchziehen, eine Saison? Weil er so ein überragender Spieler war, so viel Verdienste für den Verein hat? Weiß ich nicht. Wir reden am Ende des Tages über Leistungssport und ja. Ich habe es ja vorhin gesagt, wenn er dann wenigstens so die Größe gehabt hätte nach dem Pokal, hätte er gesagt, alles klar, Männer, war mein Fehler. Weiß ich nicht, habe ich mich verschätzt. Ey, das sind alles Menschen. Alles ist gut. Ja? Aber wenn ich dann als Kapitän dieser Mannschaft mich dann da hinstelle und irgendwelche Ausreden suche, keine Ahnung, wie letztes Jahr bei Real Madrid, da war ein Maulwurfshügel. Junge, ey, dann über was reden wir? So, ja. Wir reden über Leistungssport, über Leistungsfußball auf dem höchsten Niveau. Und da muss man dann einfach irgendwann mal harte Entscheidungen treffen. Ne? Bei Sané ist es nicht nur das Sportliche, er ist einfach durch sein arrogantes Gehabe auf dem Feld, wie er auch guckt und rumstolziert, als sei er der allergrößte Weltklasse-Spieler, durchweg so unsympathisch. Ja, sehe ich genauso, ist bei mir leider auch so. Gegen Leipzig war es aber nicht so. So 20 Minuten lang, aber dann hat er sich wieder gefangen, fand ich. Das war echt okay. Was mir ein bisschen Sorge macht, dass das mittlerweile schon ein bisschen auf den Musiala abfärbt. Das ist das Thema. Der fängt jetzt auch schon an mit diesem, ja, was faulst du mich? Was erlaubst du dir, gegen mich in den Zweikampf zu gehen? So, weißt du? So, dem Musiala würde gerade gut tun. Ja, nimm mal ein Lehrjahr bei Messi, Alter.
Habt ihr einmal von Lionel Messi irgendwas in diese Richtung gesehen? Deswegen war er mir immer sympathischer wie ein Ronaldo. Was der teilweise auf die Knochen gekriegt hat, der hat nicht einmal rumgejammert, sonst was, sich nicht einmal beim Schiedsrichter beschwert, ist aufgestanden, hat weiter Fußball gespielt. Ja? Und das würde den Jamal gerade auch gut tun. Aber Jamal ist gerade so in dieser Phase, ja, was erlaubt ihr euch? Gegen mich in den Zweikampf zu gehen. Ich bin Jamal Musiala. So kommt zum Beispiel, zumindest bei mir teilweise rüber. Und das könnte wild werden. Ja, verhindern kannst du das nicht, Cordio. Ja? Du könntest ja selbst wenn du jetzt anfangen würdest und du würdest irgendwie ein Salary Cap einführen, wie es in Amerika der Fall ist. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass nicht Paris oder Manchester City, wo die Scheiß dahinter setzen, wie willst du das kontrollieren? Ja? Dann heißt es halt auch, guck mal, dieser Spieler wirbt jetzt für Firma XY, die dem Scheich gehört und dafür bekommt er für einen Werbespot 20 Millionen im Jahr. So, fertig. Ja? Brauchst du dann gar nicht über irgendeine Gehaltsliste abrechnen, sonst was. Das kannst du vergessen. Das kannst du sowas von vergessen im Fußball. Vor allem, weil der ganze Fußball ja korrupt ist. Ja? Die sind ja alle korrupt. Ob das FIFA, UEFA ist, die sind alle korrupt. Warum finden WMs und alles in Saudi-Arabien, in Katar, sonst wo statt? Ja, die sind alle korrupt. Da geht es nur um Kohle. Ja, das ist ja das Problem. Das wirst du nie erleben. Dass da mal nur ansatzweise Financial Fairplay, Alter. Guckt euch mal an, was Manchester City, was Paris Saint-Germain die letzten 10, 20 Jahre getrieben haben. Ja, wo reden wir da über Financial Fairplay, wenn du das mit dem FC Bayern vergleichst? Real Madrid, Barcelona, 1:1 dasselbe. Ja? Über was reden wir? Wirst du nie hinkriegen, nie. Und da muss man mal sehen, da kannst du die Leistung, die unser Verein gebracht hat in den letzten Jahrzehnten, gar nicht hoch genug anrechnen, international. Ne, das muss man mal ganz klar sagen. Wir meckern ja immer viel über zu hohe Gehälter, die wir zahlen, über die satten Spieler. Aber wenn man das mal dann so in Relation sieht, dass wir trotzdem immer noch positiv rauskommen am Ende des Jahres, was die Finanzen anbelangt, und trotzdem unter den Top-Nationen, unter den Top-Mannschaften Europas sind, kannst du das nicht hoch genug anrechnen, wenn du das mit anderen Vereinen vergleichst. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Geld schießt keine Tore, aber Harry Kane schießt schon einige. Ne? Wenn wir wirklich richtig Kohle haben wollten, müssten wir uns aus der DFL raus und anfangen, uns selbst zu vermarkten. Ja, das war ja früher schon Thema. Ne? Das war ja früher schon Thema. Das Ding ist, wenn du das als FC Bayern machen würdest, würde natürlich Dortmund hinterherziehen. Jeder andere Club, der noch ansatzweise eine dementsprechende Fanszene hat und alles andere würde nur noch rumdümpeln. Na, das musst du ganz klar sagen. Also was haben wir jetzt? 1 Milliarde für alle Pakete zusammen. Wenn du den FC Bayern danach Dortmund da rausrechnen würdest, Alter, wären das wahrscheinlich keine 200 Millionen, die da irgendwelche Fernsehsender zahlen würden, um die Bundesliga zu übertragen. Ja. So ehrlich muss man mal sein. Wenn die Vereine sich selbst vermarkten würden, so. Wie soll sich ein FC Heidenheim, wie sollen die sich selbst vermarkten? Auf welcher Grundlage? Hoffenheim, wo 10.000 Leute pro Spiel im Stadion sind oder was? Wie sollen die sich selbst vermarkten? Gut, die hätten nicht das Problem, SAP gönnt schon, wa? Ja, aber geh die Mannschaften durch. Mainz 05. Ja, die sind ja in ihrem tollen Rheingebiet, sind die ja, hey, wir sind Mainzer, alles gut. Frag mal, wer Mainz 05 außerhalb Deutschlands kennt. Ja? Wäre eine Katastrophe. Das ist einfach so. Aber deswegen ist der FC Bayern ja immer der Böse. Ne? Wenn es dann darum geht, dass man mal sagt, teilen wir den Verteilerschlüssel ein bisschen neu zu, dass wir vielleicht nochmal 2-3 Millionen mehr kriegen.
Und sind ja immer gleich alle am Schreien, dass wir ja so unsolidarisch sind. Dann sollten sie mal darüber nachdenken, wie ich schon sagte, nehmen wir den FC Bayern, nehmen wir Dortmund raus. Nehmen die mal raus aus der Vermarktung für die Fernsehrechte. Und dann guck mal, was du bekommen würdest. Dann können die Clubs mal schauen, was sie wert wären in irgendeiner Geldrangliste. Ist halt so. Chico, guten Abend. Nein, das ist ja okay, dass die Fernsehgelder geteilt werden. Ich finde das völlig okay, dass das so ist. Ja, ich finde es halt nur nicht okay, dass dann teilweise so rumgeheult wird und so Vorwürfe kommen in Richtung Bayern München von gewissen Vereinen. Na? Wie gesagt, diese Vereine sollten mal darüber nachdenken, wenn die DFL sagen würde, ja, pass mal auf, zack, wir machen jetzt einen Cut. Es ist jetzt in der Bundesliga und zweiten Liga so, dass sich jeder Verein selbst vermarktet, was Fernsehrechte anbelangt. Ja, dann guck doch mal, was passiert. Was würde beim FC Bayern passieren? Was haben wir? Wir gehen auf 380.000 Mitglieder zu. FC Bayern TV bietest du an für, keine Ahnung. Nimm es hochgegriffen, sagen wir mal 40 Euro im Monat. Sagen wir vielleicht 50 Euro, wenn du alle Spiele gucken kannst vom FC Bayern. Champions League, alles, 50 Euro im Monat. So, würde doch jeder von uns machen. Na? Rechne das mal hoch. Und dann können sich Vereine wie Mainz mal darüber überlegen, wie viele sie davon verkaufen würden. Na? Aber so weit denken die dann alle ja nicht. Dann heißt es immer nur, oh, der böse FC Bayern kriegt den Hals nicht voll. Ja, so ein Ding. Thales, Servus. Ja, komm, da müssen wir den Kimmich aber auch mal reinnehmen, Cordio, ne? Der sich hat fallen lassen wie ein Kleinkind. Hast du Kimmich gesehen gegen Leipzig? Junge, da bin ich ja im Dreieck gesprungen. Ey, das kann der ja machen, wenn er die Scheißbinde nicht am Arm hat. Ja? Habt ihr den Wischer gesehen? Den Wischer, den er gekriegt hat? Der so war? Was ein Kimmich gemacht hat? Junge, Alter, das war ja peinlich hoch 10. Also ich habe mich ja selten fremdgeschämt für einen Spieler bei uns. Da habe ich mich fremdgeschämt. Junge, mit der Binde am Arm schmeißt er sich auf den Boden, hält sich das Gesicht, als hätte er gerade den Ellbogencheck der Nation gekriegt. Katastrophe. Junge. Man sollte seine Gegner nicht unbeobachtet lassen. Wie ist Ihr Hinrundenfazit zu SGE? Wird dieses Team eine Gefahr für den Stern des Südens sein? Ich glaube leider nicht, nee. Also vor 3 Wochen hätte ich noch gesagt, ja. Aber jetzt den kleinen Einbruch, den man gekriegt hat, ja, schwierig. Ja. Also den einzigen Konkurrenten, den ich wirklich sehe aktuell, ist Bayer Leverkusen. So, alles andere, es wird spannend werden, ja, um die Champions League Plätze auch, denke ich. Aber was die Meisterschaft anbelangt, nee, das Leipzig, Frankfurt, leider zu unbeständig. Frankfurt hat einen guten Lauf, ja, habt auch eine gute Mannschaft, spielt einen schönen Fußball, keine Frage. Aber dann hättest du einfach, ja, das letzte Spiel schon mal Minimum gewinnen müssen. Ne? Wenn du da irgendwie hättest noch Ansprüche stellen wollen, was Richtung Meisterschaft geht. Also ich glaube nicht, dass beide einbrechen werden. Du müsstest ja jetzt schon gucken, es müsste ja schon Leverkusen und München einbrechen. Damit Mannschaften wie Frankfurt, Leipzig, Dortmund nochmal Chancen hätten. Und nur ansatzweise an die deutsche Meisterschaft zu denken. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass sich beide Mannschaften, Bayern sowie Leverkusen, gegenseitig pushen werden. Dass sie halt nicht irgendwo so diesen Einbruch bekommen. Und so Mannschaften wie Frankfurt, Leipzig, Dortmund, die haben immer eine starke Phase und haben dann irgendwann so einen kleinen Einbruch von 3, 4 Spielen, der sie dann immer so ein bisschen wieder rausschmeißt. Deswegen reicht das da aktuell nicht. Aber ihr müsst ja auch mal gucken, was in Frankfurt ja jedes Jahr los ist. Ja? An Zu- und Abgänge. Das ist ja Wahnsinn, dass man dann
diese Leistung zeigt, die man gerade zeigt, diese Saison. Ja, das muss man schon neidlos anerkennen, wo die Eintracht steht. Also aus meiner Sicht. Ohne, dass ich da jetzt zu groß im Thema drin bin. Wenn man jetzt aber sieht, dass Mainz sich da auch noch reingeschummelt hat, jetzt mit 25 Punkten, ja, das ist auch schon wild, dass sie sogar vor Dortmund stehen. Ja, aber um die Champions League Plätze wird es spannend werden. Ne? Wie gesagt, ich denke, Platz 1 und 2 ist safe. Wie rum, wird man sehen am Ende der Saison. Aber das ist für mich München und Leverkusen. Und dahinter wird es echt spannend bleiben. Guck mal, du hast jetzt aktuell, kannst du mal kurz reinballern hier. So, wenn du guckst, du hast vom Platz 3, ja, selbst wenn du Stuttgart mit reinnimmst, auf Platz 10 sind es 4 Punkte, Alter. Ja, selbst wenn du Wolfsburg noch mit reinnimmst, Platz 11 sind 6 Punkte. Das heißt, wenn du jetzt schlecht in den Januar startest, eine von diesen Mannschaften mit 2, 3 Niederlagen, oder andersrum sehr gut reinstartest, na, ähnlich wie zweite Liga. Zweite Liga ist noch krasser. Zweite Liga ist von Platz 1 bis, was weiß ich, 11, 12, irgendwie 3 oder 4 Punkte. Das ist ganz krank. Aber ja, wie gesagt, ich denke, Bayern und Leverkusen werden vorne wegmarschieren. Und dahinter wird super spannend sein, ja. Was gut ist. Was mich auch freut, dass Bremen da oben so ein bisschen, was heißt oben, aber ja, ich gönne den Bremern das. Bremen war lange in meiner Fußballlaufbahn Konkurrent vom FC Bayern und mich würde es freuen, wenn die Bremer mal wieder Europapokalluft schnuppern würden. No. Ein Azno wird immer nachtrauern, ja. Gehe ich auch von aus. Bin ich mir 100% sicher. Was schade ist einfach, ne? Ja, Cordio, ganz genau. Ja, ist halt schade, weil man hätte doch diese Saison keinen auf den Fuß getreten. So, ne? Stani verletzt, Ito verletzt. Guerrero tritt sie nicht wirklich auf den Fuß. Die Leistungen, die er als Linksverteidiger bringt, sind auch maximal mittelmäßig in der Bundesliga. Davis war unterirdisch schwach. Hat sich wie ein Arschloch gegenüber dem Verein verhalten vor der Saison. Also du hattest keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt zu sagen, komm, Adam, du kriegst jetzt deine 4, 5 Spiele und wir gucken mal, ob du das packst oder nicht. So, das war eigentlich ein No-Brainer aus meiner Sicht. Es war eigentlich ein No-Brainer. Ja, hätte es nicht geklappt, alles gut. Dann wärst du umgeschwungen, hättest gesagt, komm, gehst du nochmal in die zweite Mannschaft, entwickelt sich nochmal oder wir leihen dich mal aus, sonst was. Ja. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Hat man leider nicht die Eier für gehabt. Muss man leider so klar sagen. Ja, gut. Wie gesagt, ich finde das gut, dass da ein Ehepaar und ein Freund sitzt. Hatten wir ja auch schon mal das Thema. Pressekonferenzen, das Thema ist ein Ehepaar und ein Freund da sitzen. Wenn wir das mal mit Tuchel, ich glaube, ein Tuchel hätte das gar nicht gewollt, oder? Also ich schätze, ein Tuchel so ein, Tuchel hätte das nicht gut gefunden, wenn da ein Sportdirektor, der hätte sich eher wahrscheinlich wieder bevormundet oder sonst was gefühlt, wie es beim Nagelsmann. Nagelsmann hätte das wahrscheinlich auch gut getan, glaube ich. Auf der anderen Seite muss man auch mal klar sagen, da sitzt ein Dieter Niklas, ja, der selber Reporter war, sonst was, unser Pressesprecher. Und der macht nichts anderes als zu sagen, ja, Handzeichen, ja, jetzt bist du dran, ja, dann bist du dran. Keine Ahnung, ab und wann malt er mal ein Smiley auf sein Blatt Papier. Wenn das doch ein Pressesprecher ist und da sitzt nur der Trainer und es kommen dann Fragen wie, ja, wie steht es um die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich? Ja, dann kann doch so ein Pressesprecher sagen, pass mal auf, Fragen in diese Richtung beantworten wir nicht. Wir beantworten Fragen zum Spiel und gut. Ja, so. Hätte man so handhaben können. Ja, wenn wir es jetzt mal auf letzte Saison mit einem Tuchel nehmen oder noch schlimmer davor mit dem Nagelsmann, der in der PK sämtliche Themen der Jahreshauptversammlung kommentieren musste. Ja, Katastrophe. Ja. Also mir gefällt das gut, dass da einer sitzt. Ich finde das völlig fein. Aber man hätte das auch anders regeln können. Aber auch da wieder,
es fehlt manchmal einfach so, dass da jemand mal Tacheles redet, ne? Wild. Qualio, sowas macht man nicht. Man wünscht keinem irgendwie was Schlechtes gesundheitlich. Ist ja kann froh, dass er keine Blutgrätsche abbekommen. Irgendwann kriegt er die mit seiner Art, wenn das so weitergeht. Ja, verstehe ich aber halt auch nicht. Ne? Hat er doch sonst auch nie gemacht. Auch dann im 16-Meter-Raum. Wenn du dich mal erinnerst an die ganzen Szenen, wo Musiala einfach immer weiter gespielt hat, obwohl er wahrscheinlich hätte einen Elfmeter bekommen, wenn er sich hingeworfen hat. Jetzt brauchst du ihn nur noch angucken und der liegt. Ja, weiß ich auch nicht. Ganz wild. Aber ja, ist ein junger Spieler, ist absolut im Hype. Ja. Wahrscheinlich wird er, ich möchte nicht wissen, welche Zahlen da bei der Vertragsverhandlungen oder Vertragsgesprächen gerade im Raum stehen. Wahrscheinlich die 20 Mille jenseits, leistungsbezogen. Und dass du dann vielleicht ein bisschen abhebst und jetzt auf einmal denkst, ich bin der neue Messi und mich hat keiner irgendwie anzugehen, ist vielleicht auch menschlich dann. Ja. Da muss der Verein dann halt ein bisschen, oder ein Vini muss ihn halt einfach wieder ein bisschen erden. Und dann wird das schon. Ja, was heißt unsportlicher Spieler wie Vini Junior? Weiß ich nicht, aber dass diese Preise alle, Leute, habt ihr die guten Saisons des FC Bayern erlebt? Habt ihr diese Wahl jedes Jahr gesehen? Messi, Ronaldo, abwechselnd. Also gerade wir als Bayern-Fans wissen doch, dass du diesen Preis nicht ernst nehmen kannst. Ja? Egal, ob es ein Ribéry war, ob es ein Robben war, ob es ein Lewandowski war, alle hatten ihre überragenden Jahre bei uns und hätten auf jeden Fall diesen Preis in den Jahren auch verdient gehabt. Ja? Und trotzdem hat dann einer dieser beiden, selbst wenn die keinerlei Titel geholt haben, diesen Preis bekommen. Also wir müssen nicht darüber reden, dass dieser Preis nur ansatzweise irgendwas Sportliches aussagt. Ja? Deswegen, ich habe mich damit auch nie befasst. Ja? Ist leider so. 50 Euro ist schon sehr viel. Ja gut, du zahlst ja aktuell 50 Euro nur für den Sohn. Da siehst du dann nur Freitags- und Sonntagsspiele und zahlst schon 49,99. Ja, musst dann noch Sky dazu buchen. Weiß ich den Preis gerade nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht unter 35, 40 Euro. Das heißt, aktuell bist du bei 80 bis 90 Euro, um alle Bayern-Spiele sehen zu können. Stimmt nicht. Du musst dann noch Amazon Prime auch noch haben, weil Champions League zeigen die auch exklusiv manche Spiele. Das heißt, das sind auch nochmal, ich weiß gar nicht, was Prime gerade kostet, ein Zehner im Monat. Also du bist aktuell bei 100 Euro im Monat, um alle Bayern-Spiele sehen zu können. Also da wäre für mich ein Fuffi völlig okay, wo ich weiß, dass dieser Fuffi direkt an den Verein geht. Hm? Ohne sonst irgendwas. Einfach direkt an den Verein. 50 Euro und ich kann jedes Spiel sehen. Wäre für mich ein fairer Deal. Ja, aber das gab es ja früher schon nicht, diesem Schwalbengedöns, Cordio. Dann hast du mal das weinerliche Gesicht von Lothar in Richtung Andi Möller gesehen. Wird der Lothar wahrscheinlich heute für Rot kriegen, wegen Unsportlichkeit gegenüber eines Spielers? Ja, aber Schwalben sind ja dann keine spielentscheidende Szene, darf ja kein Fahr eingreifen. Es sei denn, es ist eine Schwalbe in 16er, die zum Elfmeter führen könnte. Aber wenn irgendwo, auch der Müller, das bei Müller gesehen, die letzten Spiele, Alter, das war dasselbe wie beim Kimmich. Ich glaube, er hat nur am Haar so einen kleinen Luftzug gespürt,
haut sich auf den Boden, hält sich das Gesicht, Alter. Ich dachte, was ist denn mit ihm jetzt? Ist irgendwie der unsichtbare Blitz in den Kopf eingeschlagen, oder was? Junge. Also das ist ein Thema, das kann man auch noch negativ ansehen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht aus dem Training herkommt, dass das die Ansage ist, man soll sich so verhalten. Also Katastrophe, ey. Wirklich. Ja, nachträglich bekam er eine Sperre. Ja. Würde heute aber nicht mehr passieren. Siehst du ja. Ist halt leider so. Aber ja, sportlich können wir auf jeden Fall zufrieden sein, oder? Das Pokal aus tut natürlich weh, was die Hinrunde anbelangt. Ja, aber da müssen wir uns einfach bei Neuer bedanken. Ich denke, der Mannschaft kann man da keinen Vorwurf machen. Also wir haben gefightet, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, gegen starke Leverkusener, muss man auch sagen. Ja, am Ende hat es nicht sollen sein, ne? Es war sehr, sehr schade, leider. Und wie gesagt, das ist für mich der leichteste Titel gewesen dieses Jahr. Ja, Collio, wie gesagt, also bei mir rennst du da offene Tür mit ein. Ich kann das auch nicht haben. Dieses Schwalbengehabe und auch beim Hernandez, wo der zu uns kam, da sein Rumgeschreie in jedem Zweikampf, als hätte ihn einer ein Messer in die Brust gestochen und wieder rausgezogen. Das ist auch nicht meine Art Fußball. Ja. Wegen mir kannst du da, ob das jetzt unser Spieler ist, ob das ein Gegenspieler ist, wegen mir kannst du den Leuten jederzeit eine gelbe Karte dafür geben. Ja. Auch für das übertriebene Geschreie. Also was soll das? Also, wegen mir, zack, gelb, Gönnung. Ja. Beim nächsten Mal gelb-rot. Fällt. Raus. Weg. Ja. Vielleicht sollte man nochmal eine extra Kategorie Schauspielerei einfügen. Ja. Karte geben. Fertig. Ja, schlechte Spiele hatten wir eigentlich nur Mainz, finde ich. Barca, zweite Halbzeit, war grottig. Dortmund, erste Halbzeit. Ja. Aber selbst Barca war die Anfangsphase, die ersten 25 Minuten, war wirklich stark von uns. Ja, muss man sagen. Da war... Ja, da würde ich eher sagen, so... Da war Vinny noch zu sehr... zu starr vorne. So, es muss immer so sein und nichts anderes. Aber hätte man sich nur 10 Minuten lang dran angepasst, wie Barca hinten verteidigt hat, hättest du die so einfach auseinanderspielen können, die ersten 25 Minuten dahinter, am Anfang. Ja. Katastrophe, dass man das nicht genutzt hat. Also. Aber das Barca-Spiel war für uns so weit gut, dass dieses Kimmich spielt Rechtsverteidiger und defensives Mittelfeld und Zehner und am besten noch Stürmer gleichzeitig, dass man davon weg ist. Ja, das war die Umstellung, das war die Konsequenz danach. Wir waren viel strukturierter hinten. Wir hatten nicht mehr immer dieses Wechselspielchen, was ja teilweise gut geklappt hatte in den Spielen vorher. Aber davon sind wir weggegangen. Es war mehr hinten ein bisschen besser koordiniert. Natürlich dann auch noch damit, dass ein paar Linien ins Spiel kamen, wodurch unser Spiel natürlich vorne träger war. Aber das hat uns auch nochmal ein bisschen Stabilität gegeben. Aber das Barca-Spiel war schon wichtig. Das hat, glaube ich, ein Company den Kicker gegeben, ein bisschen umzudenken. Seine Strategie ein bisschen anzupassen, glaube ich. Ich glaube, wäre das Barca-Spiel nicht gekommen, hätten wir da nicht so hart eingegriffen. Was er im Nachgang schon gemacht hat. Was auch gut war und richtig war. Und Dortmund, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was man da erwartet hat. Auch Mainz. Genau, das geht in die gleiche Kerbe. Ja. Man wusste vorher, dass Mainz genau so auftreten wird, wie sie auftreten. Genau das habe ich erwartet von Mainz. Ja, und man hat sich abkochen lassen. Dasselbe mit Dortmund. Also, weiß ich nicht. Da waren wir zu naiv. Warum auch immer mit dieser super erfahrenen Mannschaft. Ja. Keine Ahnung. Aber ansonsten war nichts schlecht. Ja. Und jetzt vergleicht das mal mit den letzten 2 Jahren. Da war es genau umgekehrt. Da hast du hier gehockt und hast gesagt, ja, die 2,5 Spiele waren gut, alles andere war scheiße.
fußballerisch. Und jetzt ist es halt genau umgekehrt. Ja. Und das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, genau. Das ist halt auch das, was ich so mitgenommen habe mit dem Barca-Spiel. Ich meine, er hat es ja auch selber gesagt, dass er natürlich diese Art Fußball spielen lässt, aber natürlich trotzdem Feinheiten anpasst. Und das hast du nach Barcelona massiv gemerkt, dass er da mehrere Sachen angepasst hat. Ja. Und das war gut und richtig so, ja. Und wenn man jetzt mal kleiner Exkurs nach Barcelona schaut, ja, Graugänse Hansi, der ja eigentlich schon 6 Tubel-Gewinner war in Barcelona nach dem Bayern-Spiel, sind die mittlerweile auch wieder geerdet. Ja, wenn du in die Liga guckst, Atletico Madrid ist schon vor Barca und hat noch ein Spiel weniger. Real Madrid hat 2 Spiele weniger. Ja, geht's schon auch wieder dahin für Barcelona, wa? Aber so ist das halt. Das ist Fußball, Alter. Aber ich gönn's dem Hansi. Soll er ruhig da Erfolg haben. Wegen mir. Vielleicht kriegt er ja den Jamal dazu, dass er den Vertrag auslaufen lässt. Dann können wir ja mal anfühlen. Vielleicht macht der Hansi den Tuchel. Macht so den Bayern-Untergräber. Ja, so ist das. Nee, ansonsten, wir haben eigentlich nichts zu meckern, was die Hinrunde anbelangt. Ja, wir können, ich weiß, ich kenne auch diese Meinung, ja, Top-Spiele können wir nicht gewinnen unter Vincent Kompany, da sind wir, was weiß ich, ja. Weiß ich nicht, das Paris ist jetzt kein Topspiel mehr oder was? Ja, oder wenn man auch die Spiele gegen Leverkusen sieht. Also das einzige Topspiel, wo wir schlechter waren, war Barcelona. Ja. In allen anderen Topspielen waren wir entweder mindestens gleichwertig, meistens sogar viel, viel stärker. Ja. Und ja, klar, bringt dir das am Ende des Tages nichts, aber man muss das dann einfach mal ein bisschen differenzierter sehen. Ja. Also du kannst ja in jedem Spiel, kannst du dir 3 Szenen rausnehmen, wo du sagen kannst, ja, muss er einfach reinmachen. Na, und dann gewinnst du das Spiel. Also von daher sehe ich das nicht so. Für mich war die Hinrunde sportlich erfolgreicher, als ich gedacht hätte. Bin ich ganz ehrlich. Hätte nicht erwartet, dass wir auf Platz 1 stehen. Ich hätte mit einer schwierigeren Hinrunde gerechnet. Von daher alles fein. Na? Ich bin gespannt auf die kommenden 2 Monate. Sowohl diese vertraglichen Situationen, die bis dahin mit Sicherheit geklärt sein werden, weil ab Januar die anderen Vereine Gespräche aufnehmen können. Ich denke, dass spätestens Ende Februar wird das bei Kimmich geklärt sein, ob der irgendwo anders hingeht oder nicht. Bei Davis genauso, denke ich. Bei D-Boy wahrscheinlich auch, wobei der vielleicht erstmal alles abblockt, weil er unbedingt bei FC Bayern bleiben will, weiß ich nicht, wird man sehen. Ja. Und dann sportlich halt, ne? Was haben wir dann in der Rückrunde? Starten wir rein gegen Gladbach oder so? Mal eben gucken. Ich mag die Gladbacher nicht, ey. In Gladbach, Halleluja. In Gladbach starten wir rein. Dann spielen wir gegen Hoffenheim. Dann spielen wir gegen Wolfsburg. Ja, auf dem Papier 3 Siege. Ja. Aber in Gladbach haben wir uns immer schwer getan. Auch gegen Wolfsburg darf man nicht unterschätzen. Ja, Hoffenheim, keine Ahnung. Dann hast du Feyenoord, dann hast du Freiburg. In Freiburg haben wir uns immer schwer getan die letzten Jahre. Dann spielst du gegen Bratislava, dann Kiel, dann Bremen, Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart. Also Ende Februar, denke ich, können wir sagen, in welche Richtung es geht. Wir haben also Zeit, uns einzuspielen. Also erstmal Gladbach wird ein Wix-Spiel werden, 100 Pro. Also da müssen wir, wenn wir unsere Leistung bringen, knallen wir die weg. Ja.
Es kann natürlich aber auch so ein Frankfurt-Spiel werden. So, die kommen dreimal nach vorne, machen 3 Hütten. Muss man mal abwarten. Hoffenheim musst du gewinnen. Punkt. Wir spielen zu Hause. Wolfsburg musst du auch gewinnen. Wir spielen zu Hause. Feierabend. Da gibt es nichts zu diskutieren. Feyenoord wird ein interessantes Spiel für Champions League werden, ob wir unter die ersten 8 kommen. Feyenoord ist auch stark, gerade zu Hause. In Freiburg wird es schwierig. Freiburg kann man schwer einschätzen diese Saison. Ja, Bratislava, logisch, Selbstläufer, Kiel musst du schlagen zu Hause, Bremen musst du schlagen zu Hause, auch wenn die gute Saison spielen, musst du schlagen, spielst zu Hause, fertig. So, und dann spielst du in Leverkusen, zu Hause gegen Frankfurt und in Stuttgart. Ja, ich denke, danach kannst du ungefähr sagen, spielst du um die Meisterschaft oder spielst du nicht um die Meisterschaft. Ganz einfache Kiste. Ja. Aber mit in Gladbach reinzustarten, ei. Ei. Ja, aber das ist halt auch Leverkusens abgewichste Spielweise, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Zeichnet aber auch eine Top-Mannschaft aus. Das ist nicht schön anzusehen. Ja, gar keine Frage. Aber denk einfach mal an die letzten Duelle mit Real Madrid. Ja. Das sind halt einfach abgewichste Mannschaften. So, wenn es die Situation hergibt und sie merken, wenn ich so weitermache, gebe ich das Spiel außer Hand, und wenn ich dann lieber 3 Minuten von der Uhr nehmen kann, weil ich jetzt extremes Zeitspiel mache und der Schiri das nicht unterbindet, ja, dann ist das einfach schlau von dieser Mannschaft. Ja, ganz einfach. In Gladbach schwere Kiste, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ey. Ja gut, Leverkusen ist natürlich auf jeden Fall richtungsweisend. Zumindest wenn die Lage bis dahin noch so ist, ja. Es bringt ja auch nichts, wenn du in Gladbach verlierst oder zu Hause gegen Wolfsburg unentschieden spielst und Leverkusen gewinnt alles, dann, ja, man wird sehen. Ne? Aber wie gesagt, für mich steht der Titel jetzt gar nicht so an. Klar, ja, ich meine, wenn du die Hinrunde siehst, welche Art Fußball wir gespielt haben, kannst du halt wirklich endlich mal wieder sagen, du stehst da zurecht. Ja, und du sagst nicht, du stehst da, weil ja, Dortmund zu doof war, die Mannschaft zu doof war, die Mannschaft zu doof war. Nein, du stehst da, weil du guten Fußball gespielt hast. Ja, Punkt. So, und kriegen wir das jetzt gegen Gladbach und gegen Hoffenheim noch hin, dann ist ja die Hinrunde erst wirklich durch. Dann sieht es doch gut aus. Ja? Ganz einfach. Aber ja, dass man in der Bundesliga keine Mannschaft unterschätzen sollte, hat man jetzt gegen Mainz nochmal erlebt. Ne? Und vielleicht war das nochmal zur richtigen Zeit der richtige Dämpfer. Wer weiß es schon. Ne? Als wenn du da jetzt irgendwie da glücklich 2:1 gewonnen hättest, obwohl du schlecht gespielt hättest. Ne? So hat die Mannschaft und auch Kompanie, ich denke, Kompanie weiß das eh, aber gerade auch die Mannschaft nochmal gesehen, ja, wenn du nicht 100% gibst, gewinnst du halt einfach kein Spiel in der Bundesliga. Ja? Und das ist dann vielleicht nochmal eine wichtige Erkenntnis gewesen. Also von daher, ja, also haben wir ja vorhin auch schon so gehabt, das Thema. Also für mich ist Winnies Zukunft auch nicht am Titel geknüpft. Ja? Definitiv nicht. Also wenn du die letzten Jahre den Fußball anschaust und den Fußball jetzt anschaust, sollte man das nicht an einen Titel knüpfen. Klar, sollten wir jetzt, keine Ahnung, in der Rückrunde einen Einbruch kriegen und keinen guten Fußball mehr spielen können. Ja, und eher nicht die Lösung finden. Dann, klar, da musst du drüber diskutieren, aber wie gesagt, die Ergebnisse, die jetzt wirklich schlecht waren, oder die Spiele, die wirklich schlecht waren, war in Mainz. Ja, über alles andere musst du differenzierter gucken. So. Und solange das am Ende der Saison ist und du dann nur Zweiter bist, weil Leverkusen doch nochmal eine überragende Rückrunde spielt, ja, dann ist das so. Ja. So, da muss man aber nicht den Trainer in Diskussion stellen. Also ich hoffe, so sind auch die Verantwortlichen bei uns schlau genug. Ne? Weil dann sollen sie endlich mal anfangen, den Kader in Frage zu stellen.
Aber da reden wir uns ja schon seit 3 Jahren, das 3. Jahr jetzt mittlerweile den Mund fusselig. Ja. Also ich denke, Sané wird so das Richtungsweisende sein. Ich denke, wenn man lieber jetzt nicht verlängert, ist das dann auch für den kommenden Sommer ein Hinweis für Serge und auch King. So, glaube ich schon. Dann brauchen die nicht hoffen, dass man sagt, oh ja, ich gehe auch mal ins letzte Vertragsjahr und vielleicht kriege ich dann doch noch einen Vertrag mit dem Leistungsniveau. Aber wir werden sehen. Ja, weiß ich, ob das ein Vorteil ist. Dass man nicht, also ich denke, Leverkusen macht das. Oder sagen wir nicht Leverkusen, sagen wir Alonso macht das besser, auch letztes Jahr schon, wie Bayern, dass der knallhart durchrotiert, Alter. Ja, der rotiert knallhart durch. Das ist dem scheißegal. Ja, und das ist Leverkusens Stärke letztes Jahr schon gewesen. Ja, hat ihn natürlich auch mal jetzt zum Anfang der Saison ein bisschen Probleme bereitet. Aber ich glaube nicht, dass das ein Riesenvorteil für uns jetzt ist, dass Leverkusen da eventuell noch 2 oder 3 Spiele mehr haben wird im Pokal. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, dafür, der Kader ist gut aufgestellt in Leverkusen und Alonso rotiert da knallhart durch. So, das ist dem egal. Ja. Was bei uns halt nicht der Fall ist. Bei uns hast du immer diese gewissen 4 Spieler, ohne die halt ja, gefühlt nichts geht. Ja. Boah, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt vor den, wenn man so jetzt die Saison sieht, hätte ich auch gesagt, ja, King, alles gut, wird vielleicht was Neues suchen, weil er sieht, er wird eh keine Spielzeit kriegen, ja. Aber er hat die Spielzeit bekommen. Ja. er hat die Spielzeit bekommen. Er ist nur raus, weil er verletzt ist. Ja. So, warum sollte er dann sagen, auch ja, ich gehe doch woanders hin, wo ich dann, keine Ahnung, 5 Millionen weniger bekomme, ne? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, also jetzt mal ernsthaft, ich meine, bei mir spielt mit rein, dass ich Leroy's Art halt einfach abartig finde, was Fußball anbelangt. So, ja, das spielt bei mir mit rein. Das heißt, ich sehe ihn vielleicht ein bisschen kritischer wie so Michael. Ja, weil das für mich das genaue Gegenteil ist. Aber jeder, der objektiv die letzten 3,5 Jahre Sané bewertet beim FC Bayern, kann niemals zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Spieler unbedingt beim FC Bayern bleiben muss und ein Gehalt von 20 Millionen zu beziehen hat. Auf die Idee kann keiner kommen. Ja. Wenn wir über 10 Millionen reden, meinetwegen. Weil dann reden wir davon, es ist ein internationaler Spieler. Ja? Aber nicht für ein Gehalt von 20 Millionen. Und dasselbe gilt für Coman und Gnabry. Ja? Auch das sind Spieler, ja, 10 Millionen, alles gut, machst du nichts verkehrt. Ja? Du weißt, diese Spieler haben ihre gute Phase in der Saison. 1/3 sind sie Minimum verletzt, 1/3 ist Mittelmaß, 1/3 ist gut. Alles tutti. Hast du davon 3 Stück, hast du einen ganzen für eine Saison. Ob dir das dann 30 Millionen wert ist, wenn du bei jedem auf 10 Millionen drückst, ist nochmal eine andere Geschichte. Oder ob man da nicht lieber sagt, ich hole nochmal einen Michael dazu. Ja. Ja, kann man auch drüber streiten. Aber aktuell reden wir halt von 55 Millionen für diese 3 Spieler. Ja. Und da musst du bei allen 3 Spielern leider ein rotes X machen. Ist halt so. Und dasselbe gilt für Goretzka übrigens. Fast schon ein bisschen schade, dass wir die Saison so früh gegen Bayer spielen. Ja, wenn ich aber dann sehe, was ist denn dann unser letztes Spiel? Dann ist ja Gladbach unser vorletztes Spiel, oder was? Ja, boah, das wird so wichsig, Alter. Boah. Alter Baby. Also die Schlussphase in der Saison wird aber hart werden, ne? Also die Schlussphase in der kommenden Saison, das sind unsere letzten Spiele in der Bundesliga. Zu Hause gegen Dortmund,
In Heidenheim, alles gut. Dann zu Hause gegen Mainz, so wie Mainz die Saison spielt, mal abwarten. Dann in Leipzig, dann noch zu Hause gegen Gladbach und das letzte Spiel bei der TSG, Alter. Das hätte auch besser aussehen können. Aber das Schöne ist ja, ich denke, wir werden eine spannende Bundesliga-Saison sehen. Ja, sowohl um die Meisterschaft als auch um die Champions League-Plätze. Leider abstiegsmäßig, aber VfL hat ja zum Glück gewonnen. Ja, sonst wäre ja vorbei gewesen, hätte sie Lichter ausschalten können in Bochum. Zum Glück haben sie gewonnen gegen Heidenheim. Somit ist ja zumindest der Relegationsplatz wieder in Sichtweite. Alles andere ist ja auch utopisch, gerade für den VfL Bochum. Ja, der Abstieg ist vielleicht ein bisschen langweiliger, je nachdem, mal abwarten. Aber internationale Plätze und um die Meisterschaft werden wir eine spannende Saison sehen, denke ich. Kahn hat was Bemerkendes zugegeben. Verdiente Spieler bekommen ihr vorheriges Salär. Wurde immer so schon so gemacht. Heißt, Müller und Neuer erhalten tatsächlich ihre 20 plus Mille. Ja, ist doch klar, Chico. Also, ich habe da nichts anderes erwartet. Habe ich aber auch schon am Anfang des Streams gesagt. Wenn Herr Neuer sagt, jo, ich möchte gerne noch ein Jahr spielen. Wenn Herr Müller sagt, jo, ich möchte gerne noch ein Jahr spielen. Dann sagen die Verantwortlichen, jupp, alles klärchen, Abfahrt. Ja, das ist das Problem, was wir haben. 5 Jahre sogar? Krass. Ich dachte, 4 Jahre Vertrag hätte er gehabt. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, über Leroy, ey. Ist halt leider so. Ich hatte mir so viel erhofft eigentlich von Leroy, aber also wo er auf Schalke gespielt hat, Alter, er war eine Granate einfach. Ja. Ich meine, gut, da hast du natürlich nicht so viele Spiele gesehen, aber da habe ich nie irgendwo ansatzweise irgendwie dieses arrogante Drecksverhalten gesehen. So. Ja. Also den Leroy ist einfach auch zu Kopf gestiegen, dass er irgendwann den Status hatte, Alter, du bist jetzt der Spieler in Germany. Du bist der Typ. So. Ja. Da hat man das Gefühl, dass es ihm irgendwann zu Kopf gestiegen, dass er das halt immer von sich dachte. Ja. Keine Ahnung, anders kann ich mir das nicht erklären. Und wo er dann kam von Manchester City, dachte, hatte ich die Hoffnung, geil. Hoffentlich hat er Bock, hoffentlich kriegen wir das hin. Dass er bei uns wieder in die Spur findet. Ja, und das hat halt leider nicht geklappt. Ja. Und wenn du dann siehst, wie viel Geld dieser Spieler gekostet hat, Alter. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder dahin. Hat ja zumindest auch so ein E-Ball und so durchklingen lassen, auch auf der Jahreshauptversammlung. Dass wir wieder mehr oder noch mehr in leistungsbezogene Verträge kommen. Na? Dass wir weg davon kommen, so Spielern irgendwie für solche Leistungen, die sie gezeigt haben, in diesen, wenn es jetzt wirklich 5 Jahre sind, boah, hat der 100 Millionen bei uns verdient. Für was, Alter? Stellt euch das mal vor. Für was? Keine Ahnung, setzt das mal in Relation. Keine Ahnung, nimm Levi, nimm Thomas Müller, nimm selbst einen Neuer, nimm jetzt einen Harry Kane. So, das ist diese Riege, wo der drin ist. Vergleich das mal. Hä? Kannst du dir nur im Kopf packen. Dasselbe mit Coman und Gnabry. Aber wir hatten ja hier vor ein paar Monaten uns da mal diesen Artikel durchgelesen, warum das eigentlich so gekommen ist, dass die Gehälter halt so sind, wie sie sind. Ne? Hat man sich halt einfach verzockt bei den 3 Spielern, muss man so klar sagen. Bis heute war das alles spekulativ für dich? Okay. Nee, aber das hat... Wann war das? War das nicht letztes Jahr schon? Ich weiß gar nicht. Ich meine, irgendein Offizieller hat das letztes Jahr schon mal geäußert. Wie gesagt, für mich ist das ja okay, wenn man jetzt... Habe ich ja auch schon gesagt. Wenn du das nimmst, wie jetzt letztes Jahr. So, Müller hat richtig... Wir brauchen nicht über Thomas Müller diskutieren. Ja, was er für den Verein bedeutet.
Vielen lieben Dank an Louis van Gaal nochmal. Und wenn dann Müller sagt, geil, mein Vertrag läuft jetzt aus, ich habe aber noch Bock, ein Jahr weiter zu spielen, ich fühle mich noch fit, ich bin noch gut drauf. Wie sieht's aus? Komm, wir verlängern den Vertrag nochmal ein Jahr. Und wenn dann der Verein sagt, so nach 15 Jahren, ey, pass auf, Thomas Müller, machen wir einfach ohne zu verhandeln. Komm, hast du dir verdient, ja. Alles gut, fühle ich, 100 Pro. Gönn ihm das, wenn das sein letztes Vertragsjahr dann ist, gönn ihm das, alles ist gut. Aber wenn du dann anfängst, ein Jahr später wieder diese Scheiße zu machen und ein Jahr später nochmal, dann wird's lächerlich. Ja, das kannst du einmal machen, sagen, aus Gönnung, aus Respekt, was du für den Verein geleistet hast, alles gut, gleiche Salär. Wenn man dann aber anfängt, nehmen wir das Beispiel Thomas Müller. Guck auf die Spielzeit, Alter. Der spielt nur, wenn Jamal Musiala verletzt ist. Sonst spielt er nicht. Oder ein Harry Kane halt raus ist. Sonst spielt der Mann nicht. Sonst spielt er alle 3 Spiele mal 3 Minuten. Da kannst du doch nicht hingehen als Verein und wirklich sagen, alles klar, Thomas, komm, wir verlängern nochmal für 20 Mille. Kannst du doch nicht bringen, Alter. Ich meine, Neuer spielt wenigstens jedes Spiel. Ja, da kannst du das ja noch verargumentieren. Ja, auch wenn die Leistung dann nicht stimmt zum Gehalt. Anderes Thema. Aber der spielt wenigstens jedes Spiel. Aber ein Thomas Müller doch nicht. Hä? Du lässt einen Choupo-Moting gehen, der war ja so super fürs Betriebsklima, deswegen hat er 4 Millionen bekommen oder 5 Millionen. Und dann sagst du, oh nee, ist mir jetzt zu teuer fürs Betriebsklima. Aber ein Thomas Müller kriegt dann 20, weil er wichtig ist fürs Betriebsklima, oder was? Also, nochmal ein Jahr zum Abschied der Karriere, weil er so viel geleistet hat im Verein, fühle ich das. Mach ruhig. Ich meine, aus meiner Sicht lächerlich, es müsste andersrum sein, habe ich ja auch schon mal gesagt, dass so ein Thomas Müller sagt, komm, ey, ich habe jetzt 15 Jahre hier, weiß ich nicht, 150 Millionen Gehalt bekommen, alles gut. Ich mache jetzt hier noch den Standby-Profi für den obligatorischen Euro, mein Verein meines Herzens. Ja, das würde ich fühlen. Passiert natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr. Alles gut. Ja, aber das ist eine Farce. Ja, das ist eine Farce. Muss man sagen. Und ich garantiere euch, wird Kimmichs Vertrag verlängert, wird der mehr Gehalt bekommen, wie er aktuell bekommt. 100 Pro. Hab da eine gute Doku über diesen Leiter der Knappenschmiede von Schalke gesehen. Fand ich echt interessant, was er über so Spieler wie Sané und so weiter erzählt hat. Okay, ja, sagt mir leider gar nichts. Moin, wen du wählen müsstest. Lieber nochmal 5 Jahre Vertrag bei uns und wir gewinnen dieses Jahr die Champions League oder lieber geht nach der Saison und wir gewinnen gar keinen Titel. Was würdest du wählen? Ja, das eine schließt das andere ja aus. Außerdem müssten wir dann erstmal über das Gehalt reden für Leroy. Ja, nee, wir würden ja gar keine Seele verkaufen. Wie gesagt, ich bin in einem Alter, generell sind wir sowieso super erfolgsverwöhnt die letzten Jahre. Also ich bin in einem Alter, wo ich, ganz ehrlich, ob wir jetzt nächstes Jahr Meister wären oder in China fällt ein Sack Reis um. Ja? Für mich, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ist es in dieser Saison wichtig, dass man eine Entwicklung sieht in dieser Mannschaft, dass die Mannschaft sich auch endlich mal verändert vom Gesicht her und dass wir wieder eine Strategie entwickeln und wieder ein System erkennen. Das ist ja alles das, was wir die letzten 2 Jahre nicht hatten. Und das alles sehe ich bisher. Ja, ich sehe eine klare Spielidee, ich sehe ein Konzept, was wir spielen wollen. Ich sehe mehr oder weniger Spieler, die da reinpassen, die nicht da reinpassen. Das gilt es zu korrigieren. Und wir sehen super attraktiven Fußball. So, das ist das Wichtige. Ja, und wenn das, entweder reicht das am Ende zum Titel oder halt nicht. Ja, aber dann geht die Welt nicht unter. Es geht die Welt nicht unter, wenn wir kein Meister wären. Also für mich jetzt nicht. Natürlich ist es immer schöner, wenn du das dann wirst.
Vor allen Dingen, wenn du das dann auch verdienst sportlich, das ist ja das Wichtige. Das haben wir die letzte Meisterschaft, die wir geholt haben, haben wir sportlich nicht verdient. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Aber wenn wir unseren Weg gehen und mal was entwickeln, mal was auf die Beine stellen und dann mal ein Jahr keinen Titel holen, ja, alles ist doch gut, Leute. Ja. Und wenn man vom Champions League-Titel redet, ey, du kannst ja vielleicht vieles planen im Fußball, aber du kannst niemals einen Champions League-Titel planen. Ich denke, das haben die letzten Jahrzehnte an den Beispielen Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain, wie sie alle heißen, gezeigt. Ja, dass du das nicht planen kannst. Wie viele Anläufe hat Manchester City gebraucht, bis sie die Champions League gewonnen haben? Wie viele Milliarden haben die reingesteckt? Wie viele Milliarden hat Paris schon reingesteckt und hat sie noch gar nicht geholt? Ein Champions League-Sieg hängt von so vielen Faktoren ab. Wie oft sind wir gescheitert, weil im wichtigen K.O.-Spiel dann der Levi nicht da war? Na? So. Das kannst du nicht planen. Das geht einfach nicht. Da gehört so viel dazu, Tagesform. Wie gesagt, es gehört dazu, dass die Spieler nicht verletzt sind und so weiter und so fort. Also zumindest bei unserer Mannschaft. Aber auch du siehst es in Barcelona. Ja, auch 1:1. So ein Jamar fällt aus, ein Levi hat keine Form. Ja, schon geht's dahin. Ne? So, das sind halt, du hast halt immer gewisse Spieler in deiner Mannschaft, die kannst du einfach nicht kompensieren. Das ist in jeder Mannschaft so. Ja, ganz einfache Kiste. Und all das gehört dazu. Du kannst sowas nicht planen. Es wäre natürlich super geil, ja, wenn wir ins Finale kommen würden, aber das irgendwie als Ziel auszugeben, boah, weiß ich nicht. Klar geben wir immer aus, wir wollen jedes Spiel gewinnen, ist ja auch völlig fein, ist ja auch richtig. Aber sich da hinzustellen, um da nochmal hinzukommen aus so einer Jahreshauptversammlung wie der Chrissy, alto Betty. Ja, das war schon anders wild. Ja. Also wie gesagt, der Titel ist für mich, klar, das Finale da herum wäre natürlich mega geil, gar keine Frage, ja. Wenn wir das irgendwie erreichen würden, mega. Aber alles andere, ja. Es war natürlich super bitter, das DFB-Pokal aus gegen Leverkusen, aber am Ende, ey, wir dann mit der Leistung, die wir da gezeigt haben, so lange Zeit mit 10 Mann, war ich absolut jetzt nicht irgendwie traurig oder enttäuscht oder sonst was. Ja. Hat man ja auch in meiner Reaktion gesehen bei der Spielanalyse. Ja. Warum sollte man das sein? Und wenn du so die ganze Saison nochmal durchballerst, sagen wir es mal, ja, du ballerst so durch, und dann wäre jetzt als Beispiel Leverkusen noch einen Tacken besser von Ergebnis her und wir werden deswegen dann kein Meister, ja, dann ist das so. Ja. Aber das ist doch nicht schlimm. Die Art und Weise ist doch das Wichtige. Und die Art und Weise war die letzten Jahre halt grausam. So, das muss man ganz klar sagen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, ne? Ja, nee, bei mir ist es genau umgekehrt, ne? Also ja, Champions League-Sieg ist nice. Ja, also für mich ist ein Champions League-Sieg niemals wichtiger wie eine Meisterschaft. Niemals. Weil eine Meisterschaft einfach der ehrlichste Titel ist, ne? Nexus, Servus. Ja, Finale da oben gehst du ja auch nach München ohne Ticket. Dann gehst du ins Olympiastadion, das ist bestimmt Public Viewing oder sonst was und let's go, Alter. Ja? Natürlich gehst du dann auch ohne Tickets nach München. München ist generell eine Reise wert. Also, und na klar. Ja. Bin ich dabei. Fan-Treff beim Public Viewing. Kein Thema. Ja, das ist halt das Thema auch bei mir gerade, Thales. So. Ja, für mich, das ist der Grund, warum dieser Ehrgeiz da ist. Ja, ich gönne es im Harry Kane einfach maßlos, Alter. Das ist einfach so eine Maschine, dieser Mensch. Ja, fußballerisch. Habt ihr das gesehen gegen Leipzig? Ja. Wie er den Josh verteidigt hat, wie er gleich ankam und erstmal. Ja? Der Harry? Das ist ein Führungsspieler, Alter. Und habt ihr gesehen, wie der zweite Halbzeit den Sechser gegeben hat?
das Spiel aufgebaut hat, der war ja gar nicht mehr vorne. Ja, was er defensiv weggearbeitet hat, Alter, über was reden wir, ja? Also, dass dieser Fußballer noch keinen Titel gewonnen hat, ist eine absolute Farce. Ist eine absolute Farce, ja? Und deswegen müssen wir deutscher Meister werden. Für Harry Kane. Ne? Ja, das ist der einzige Grund, warum mich das super belasten würde, wenn das schief gehen sollte. Ja, ist leider so. Und vor allen Dingen auch wie wenig Starallüren er hat. So. Ja. Das ist halt krass. Also dieser Fußballer, ich meine, man hat Harry Kane ja immer so ein bisschen mitgekriegt, ne? Aber so wirklich, wenn du ihn dann so siehst in deinem Verein und Woche für Woche siehst, ey, dann siehst du erstmal, was für eine Art Fußballer der ist. Das ist krank eigentlich, ne? Boah. Das ist wirklich krank. Ist wirklich so. Und deswegen jeder, der da irgendwie über Harry lästern will, Alter. Ja, verpiss dich. Ich würde die Meisterschaft abgeben für den Champions League-Titel. Aber Beste wäre Meister und Champions League Heavy würde es so verdienen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Diese Saison könnte man darüber reden, weil das Finale der Home ist. So, da würde ich mich ja vielleicht auch noch breitschlagen lassen und sagen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen, ja komm, nimm die Champions League zu Hause, Alter. Das wird München implodieren. So, ja. Aber ansonsten, jedes andere Jahr, wo das Finale irgendwo sonst ist, wäre die Meisterschaft für mich persönlich immer wichtiger wie die Champions League. Auch wenn wir jetzt teilweise schon wilde Mannschaften in der ersten Liga haben. Ja, muss man auch sagen. Also, man so die letzten Jahre mal nimmt, muss man fairerweise sagen, zumindest wenn man so ein alter Sack ist wie ich, wird die Bundesliga gerade nicht attraktiver von den Vereinen, die da hochkommen. Auch wenn sie es natürlich sportlich verdient haben, immer alle. Gar keine Frage. Aber wenn du jetzt mal so auf die Namen guckst, ist die zweite Liga ja fast interessanter wie die erste, Alter. Was da so an Vereinen rumdümpelt. Ja, aber das hast du doch öfter, Cordio, bei Spielern. Siehst du doch das Beste bei uns. Welche Spieler wir teilweise wegschicken, weil wir denken, oh yo, sind nicht gut genug und starten dann auf einmal eine Weltkarriere. Ja. Wurde der Haaland nicht auch irgendwo weggeschickt oder was? Gibt's doch immer wieder. Ja. Ja, nee. Das ist ja, was ich gerade sagte. Champions League ist immer so viel. Ja. Nehmen doch einfach mal die beiden Spiele gegen Leverkusen. Ja. Also ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Leverkusen... Warte, wir haben doch bestimmt auch eine Champions League-Tabelle hier. So. Das ist die tolle Tabelle in der Champions League. Also, da können wir uns alle darauf einigen, dass wir mit Leverkusen aktuell zu einer Top-Mannschaft zählen können. Wenn du dann mal allein nur die beiden Spiele gegen Leverkusen nimmst, was wir da für Fußball gezeigt haben, dann brauchen wir uns vor keiner Mannschaft verstecken. Ja? So, wir reden über K.O.-Spiele. K.O.-Spiele, wir haben es gesehen. Guck dir Manuel Neuer an. K.O.-Spiel kann so viel entscheiden, so viele Kleinigkeiten. Also wir haben die Qualität. Wir haben die Qualität, um eine Champions League zu gewinnen. So, das steht außer Frage. Aber bei uns darf sich aber auch, wie du es selber sagst, Musiala, Kane, Olisse, die dürfen sich auch nicht in K.O.-Spielen verletzen und nicht dabei sein. Dann wird es schwer. Ja? Da brauchen wir nicht drüber reden. Da muss schon alles on point sein. Aber das ist bei jeder Top-Mannschaft halt so. Aber das Potenzial haben wir auf jeden Fall. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, denke ich. Ist traurig, dass Dortmund vor uns steht, oder? Wilde Nummer. Und wo ist Leipzig?
vertreten Deutschland schon gut, ne? Das ist schon wild. Ja, die Stuttgarter werden es hoffentlich noch packen unter die ersten 24, ja. Ja. Nee, also wie gesagt, möglich ist das mit Sicherheit. Gerade auch, weil wir die erfahrenen Spieler haben, gerade auch wenn Palhinha wieder fit ist und ein Palhinha, er wird ja immer besser integriert werden. Man hat ja auch gesehen, die Spiele, die er gemacht hat, die haben ihm gut getan. Leider blockiert Kimmich die Sechserposition beim FC Bayern. Ich denke, wenn wir dann über K.O.-Spiele reden, könnte es ein Game Changer sein, wenn so ein Palhinha ein Sechser wäre. Bin ich ehrlich. Ja. Die Frage ist, ob wir das sehen werden. Das wird noch ein interessantes Thema werden. Ja. Ob man sich dann dieser Stärke, ob man die Stärke mitnimmt oder nicht. Bin gespannt. Ja, der Schmerz sitzt heute noch tief. Natürlich sitzt der Schmerz tief. Der Schmerz sitzt auch tief, dass du innerhalb von 40 Sekunden, nachdem der Lothar Matthäus das Feld verlassen hast, noch 2 Tore gegen Manchester United gekriegt hast. Also da war der Schmerz noch mal tiefer, wenn du das miterlebt hast. Das war anders wild. Der Schmerz sitzt immer tief. Aber was uns immer ausgezeichnet hat, ist, was wir daraus gemacht haben. Das ist, was uns immer ausgezeichnet hat als Verein. Dass wir immer aus jeder schmerzlichen Niederlage, wo ich schon einige miterlebt habe, ja, was wir immer wieder daraus gemacht haben. Fairerweise muss man aber auch sagen, ob wir jetzt noch diese Art Mentalität in diesem Kader haben, ist fraglich. Was aber auch so ein Generationsproblem ist, glaube ich. Ja. So ist das halt. Wir haben schon genug schmerzliche Niederlagen miterlebt. Ja, natürlich entsteht daraus auch was, ne? Gerade aus solchen Niederlagen dann. Ja, das ist halt manchmal, der Fußball ist halt nicht gerecht, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Der Fußball ist nicht gerecht. Nee, wir haben auch kein zweites System. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir da in Richtung Rückrunde dran arbeiten. Ich meine, gegen Leipzig jetzt war es ja auf jeden Fall schon mal variabler. Ja? Aber es lag natürlich auch wieder daran, dass Heavy da war. Ja? Weil Heavy dann den tiefen Spielaufbau gemacht hat. Ja. Wir müssen auf jeden Fall eine Alternative haben. Ja, definitiv. Auch wenn wir halt unser Spiel spielen und merken, ja, keine Ahnung, der Gegner, wie es gegen Mainz war. Mainz war das Paradebeispiel dafür. Ja, Mainz hat uns einfach ausgecoacht. So, wir haben mit unserer Spielweise nichts erreicht. Das war wie ein stumpfes Messer. So, und da hätte man, keine Ahnung, wenigstens die letzten 20 Minuten sagen können, komm, pass auf, ich versuche jetzt einfach mal was. Ja, das einfach mal anders ist, wie immer dieselbe Schiene zu sehen, zu machen und man sieht, 90 Minuten, es klappt halt nicht. Ja. Gut, Mainz ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, weil Mainz die ganze Mannschaft wirklich nicht gut war, aber wir haben auch schon Spiele gehabt, wo wir hardcore überlegen waren und es trotzdem nicht hingekriegt haben. Ne? Da muss man vielleicht einfach mal was ändern. Erinnert euch mal damals unter, wer war es, Ottmar? Ja, dann wurde die letzten 5-10 Minuten, wurde dann jeder von Beuthen in den Sturm befördert, Alter. Dann stand der Tank da vorne, ja. Und wenn der nur 2 weggecatcht hat und Platz geschaffen hat. So, das sind so die Sachen, die mir fehlen, weißt du? So, warum nicht gegen Leverkusen im Pokal? Ich meine, es war durch. So, ja, du warst raus. Warum stelle ich da nicht die letzten 10 Minuten Goretzka da vorne hin, der auf jeden Fall einen Kopfball kann und der einen Körper hat? So, ja. So, diese Sachen fehlen so ein bisschen, ne? Da muss ein Kompanie noch ein bisschen lernen, glaube ich. Da ein bisschen mehr, ja, einfach was anderes machen, ne? Das fehlt ein bisschen gerade. Aber da kommt er hin. Ist ein junger Trainer.
ja, der genug Erfahrung hat. Ich denke schon, da wird er hinkommen. Ja, hast du recht, Cordio. Aber das ist ja immer, was ich sage. Ne? Das kannst du eigentlich nicht, wenn du siehst, welche Möglichkeiten wir haben in Deutschland alleine erstmal von den Fernsehgeldern her, im Gegensatz zu ja, England steht da eh outstanding. Wenn du dann noch siehst, ja, was in Spanien bei Real und Barcelona los ist, die können da auch Schulden in Milliardenhöhe haben, das interessiert keine Sau. Wenn du dann nach Paris schaust, nach Manchester City, wo Staaten dahinter stehen und Milliarden da reinpumpen über 10 Jahre, dann kannst du eigentlich nicht hoch genug anrechnen, was Bayern, aber da müssen wir auch mal Dortmund mit ins Boot nehmen die letzten Jahre, was wir international leisten, ja, gerade in der Champions League. Na? Das muss man dann mal anerkennen. So, weil wir sind die Vereine, die nicht den fetten Minusbalken da stehen haben, die keine Scheiß oder sonst was hinter sich haben. Und dann ist das schon nochmal eine andere Geschichte. Oder auch Leverkusen jetzt. Ja? Letztes Jahr und dieses Jahr auch jetzt in der Champions League. So. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn da ein Aston Villa steht, die, was weiß ich, in den letzten 2 Jahren wie viel 100 Millionen da reingepumpt haben. Ne? Da muss man mal den Hut vorziehen. Ja. Ja, da muss aber auch mal den Hut, ich weiß gar nicht, wer war Kalle die treibende Kraft oder Uli? Ich glaube Kalle, oder? Bei Louis. Da muss man aber auch mal sagen, auch wenn wir jetzt aktuell immer so viel meckern über Kalle und vielleicht auch Uli oder über Uli und dann vielleicht auch mal Kalle, die wussten ja, auf was sie sich einlassen. In Van Gaal, ja. Die wussten ja, was er für ein Typ ist. Dass er halt der General ist. Und haben es trotzdem gemacht. Ja, einfach im Sinne des Vereins. Und das hat die immer ausgezeichnet, die beiden. Ja. Dass es dann nicht länger gehalten hat, ja, ist halt bedingt durch die Art und Weise. Aber ich keine Ahnung. Also von der Sympathie her ist Louis auf jeden Fall. Also reden wir über die Sympathie eines Trainers, der jemals bei uns auf dem Balkon stand, dann ist Louis Nummer 1. Ne? Da geht keiner drüber. Keiner. Ja. Ansonsten würde ich ihn vielleicht an 3. Stelle sehen. So, ich denke, Ottmar und Jupp sind noch einen Tacken davor. Aber ja, Van Gaal war der Mann zur richtigen Zeit. Ja. Und das ist, was uns die letzten Jahre auch so ein bisschen abgegangen ist. Dass du keinen Trainer da hattest, der gesagt hat, ja, ist mir egal, Alter. Ne? Ich will den Spieler haben, außer ich nehme den Spieler auch noch. Müller, Badstuber spielen immer, Feierabend, ja. Auch wie stark ein Badstuber war, den vergisst man ja immer, ne? Weil er dann verletzungsbedingt und so weiter weg vom FC Bayern und dann ist er in Stuttgart irgendwo untergegangen und so. Aber nimm mal den Badi, wie stark der war bei uns. Ne? Es war ja nicht nur Müller. Ja, der war halt einfach Gold wert zu der Zeit. Und halt auch ein anderes System integriert in diesen Verein und ja. Aber da muss man den Verein halt auch mal loben, ne? Weil die wussten, worauf sie sich einlassen. Mit dieser Art Trainer. Boes Verletzung, Alter, hab heute einen Artikel Bouna Sarr gelesen, er war immer der Fitteste. Haben auch Leute aus dem Trainerteam bestätigt. Ich glaube, der Junge nimmt es nicht ganz so ernst mit der Ernsthaftigkeit als Profifußballer. Ja, keine Ahnung. Ist halt schwer aus der Entfernung zu beurteilen, warum der alle 3 Spiele verletzt ist. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, also erstmal, also er war jetzt auf einem guten Weg. Ja, hat mir echt gut gefallen. Aber ohne Scheiß, du brauchst den nicht. Du kannst den wieder abgeben.
Was willst du mit dem Spieler? Das ist dasselbe wie Koman und du brauchst den Spieler nicht. Entweder hat der einfach Scheiße am Fuß bei uns, ja, dass der alle 3 Spiele dann wieder ein halbes Jahr ausfällt. Aber was willst du mit dem Spieler machen? Den kauft doch keiner. Wer soll den kaufen? Den kauft keiner. Mit viel Glück kriegst du ihn verliehen und musst dann Galatasaray wahrscheinlich noch 2 Millionen Gehaltkosten übernehmen und die nehmen den dann zurück. Ja, aber du kriegst ihn nur nicht verkauft. Den kauft doch kein Mensch. Ja, und für den FC Bayern reicht's nicht. Was willst du mit dem? Sorry. Ja. Also ich bin von seiner fußballerischen Qualität überzeugt, aber ey, wie lange ist der jetzt bei uns? 1 Jahr, oder? Der kam in der Winterpause. Ich weiß nicht, wir müssten eine Statistik raussuchen. Verletzungen, Spiele. Katastrophe, Alter. Das hat ja nichts mit Profifußball zu tun. Kannst du vergessen. Ja, Kalle und Uli haben den Club dahin geführt, wo er ist, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Ah, komm, der Jupp war in seiner zweiten Amtszeit war er bei uns aber auch nahbar und emotional. Na? Ja, das ist richtig. Sonst war es eher so, wir haben, wie du sagst, wir haben Spieler wie einen Robben geholt, der bei den anderen Vereinen so eher boemäßig unterwegs war. Und der Müller-Wohlfahrt hat ihn dann hingekriegt, ne? Und aktuell ist es eher, ich weiß nicht, wie oft der Boe in Galatasaray verletzt war. Ich glaube nicht so oft. Jetzt haben wir den geholt und er ist ständig out of order, ne? Ist schon wild. Aber ja, so ist das manchmal. Tut mir leid für ihn, ne? Also ich bin von ihm überzeugt, der hätte bei uns gut reingepasst. Aber so wird er bei uns halt kein Land sehen. Spätestens wenn Stanny fit ist, wird er kein Land sehen, glaube ich. Bei Gala war einmal verletzt, ja, guck mal. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Manchmal hast du das einfach, das Pech. Was willst du machen? Aber bei uns ist natürlich auch eine andere Belastung, ne? Wie bei Galatasaray. Würde ich jetzt behaupten. Ist halt vielleicht dann nicht für jeden was oder was. Keine Ahnung. Immer schwer zu sagen. Dann lass auf der anderen Seite so Spieler wie Kimmich oder was, der ist nie verletzt. Ja. Ist halt schwer. Ja, ich schreibe den ab. Ich schreibe den ab jetzt mittlerweile. Also das ist jetzt too much einfach. Er hat bisher halt das Glück gehabt, dass ein Stanny nicht da war. Ja, ja, aber keine Ahnung. Also ich glaube, wenn Michael endlich mal einen rechten Verteidiger bekommt, der ein rechter Verteidiger ist und mit dem er 10, 15 Spiele hat, mit denen er sich einspielt, dann werden wir eine hammerstarke rechte Seite haben und dann wird es verdammt schwer sein, wieder für jemand anderen da reinzukommen. Ja, aktuell ist es so, dass da immer irgendwie ein anderer steht. Da ist das noch nicht so, dass sich da blindes Verständnis entwickelt. Obwohl das jetzt mit Conny Leimer nicht schlecht war, muss man sagen. Ja. Aber da sieht man schon, was diese 3, 4 Spiele allein gebracht haben. Zwischen dem Verständnis. Lass da mal einen Stanny stehen, Alter. Ja. Lass den mal 10, 15 Spiele mit Michael zusammen machen auf der Seite. Und dann wird's schwer, ne? Ist halt einfach so. Kann nicht jeder wieder haben sein, nee. Kann nicht jeder so Gummiknochen haben. So Leute, wenn ihr noch irgendwas habt, 5 Minuten bin ich noch da. Da muss ich leider Feierabend machen, weil ich muss die Mara gleich abholen. Benotung gibt es heute nicht mehr. Aber die mache ich dann separat im Video. Die Tage.
Aber sonst haben wir ja eigentlich alle Themen abgearbeitet. Ey. Meine richtig fleißig heute. Ja, mit dem Boe ist halt wirklich schade, ne? Ich hatte mich echt gefreut jetzt darauf. Er hat wirklich gute Ansätze gezeigt. Und ich glaube, er wird gut reinpassen in die Mannschaft, auch wenn er seine immer so komische Hosen trägt. Aber ja, sehr schade leider. Ja, weiß man nicht, ne? Müsste man halt die Spieler wahrscheinlich individuell, was sie wahrscheinlich auch tun werden in der medizinischen Abteilung, ne? Das weiß ich nicht. Das ist schwer zu sagen. Nehm jetzt aber dann, keine Ahnung, nimm mal so einen Musiala oder. Aber ja, vielleicht ist das so. Weiß ich nicht. Ist halt schwer zu sagen. Aber du siehst ja, das ist auch immer unterschiedlich, ne? Nimm auch so einen Levi oder sowas, der war halt auch nie verletzt. Nimm so einen Ronaldo, ja, man muss ihn nicht mögen. So, das sind aber auch alle Spieler, die so für ihre Karriere gelebt haben, ne? Und dem alles untergestellt haben. Ist dann immer die Frage, machen das alle Spieler? Ich meine, deswegen hat man sich damals vom Süle getrennt, weil er sich immer noch die Burger und die Cola reingeschippt hat. Das erfährst du ja nicht. So. Ja. Ist das schlimm, wenn man das macht? Wahrscheinlich nicht. Wenn man dadurch aber dann ewig verletzt ist, ja, dann ist es scheiße. Ja. Dann bringt es das nicht. Ob das so ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat er einfach auch Scheiße am Fuß. Ne? Kann ja auch sein. Schwer zu sagen. Offtake, was gibt es bei euch Weihnachten zu essen? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich noch gar nicht. Das weiß ich noch nicht. Bedanke sich schon mal für den Stream. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alle, die hier sind, auch schon mal frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch. Kommt natürlich morgen auch noch ein kleines Video auf dem Kanal dazu raus. Habe ich gestern aufgenommen, wo ich euch auch noch mal schöne frohe Weihnachten wünsche. Aber wünsche ich euch natürlich jetzt hier auch schon mal, die hier sind. Ja. Ja, der Levi, der steht unter der Fuchtel. Nee, keine Ahnung. Ist halt immer, kannst du von außen halt auch nicht sagen. Ne? Wie würdest du das von außen sagen? Also wenn die medizinische Abteilung das nicht weiß bei uns, warum ein Spieler immer wieder verletzt ist, ja, die müssen das halt wissen, nicht wir. Ne? So. Ich denke, da werden alle paar Tage irgendwelche Tests gemacht mit irgendwelchen Werten und ja, ist halt so, ne? Ja, Chico. Dir auch, ne? Gut, dann mache ich jetzt Feierabend, Leute. Wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Habt ein paar ruhige Tage, wenn ihr das wollt. Habt ein paar, weiß ich nicht, fresst euch voll, sauft euch voll, streitet euch mit eurer Familie, wenn das euer Ziel ist an Weihnachten, weiß ich nicht. Da ist ja jeder ein bisschen anders. Und habt natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr auf jeden Fall, ne? Und wir sehen uns natürlich im neuen Jahr auf jeden Fall wieder. Auf YouTube, hier auf Twitch. Ja, wie gesagt, es kommt morgen ein kurzes Video. Ansonsten, der Stream wird natürlich hochgehen und ich werde nochmal ein Saisonfazit-Video machen mit Benotung die kommenden Tage. Und dann werde ich auch erstmal chillige Weihnachten haben. Und dann gucken wir mal, wie wir reinrutschen. Und dann werden wir uns mit Sicherheit wiedersehen hier auf dem FC Bayern-Kanal. Und ansonsten, vielleicht gibt es zu Weihnachten auch noch einen Gaming-Stream, weiß ich noch nicht. Weiß noch nicht, was wir machen. Vielleicht gucken wir aber auch der Hobbit einen Tag, den anderen Tag Herr der Ringe, dann ist nichts mit Stream. Weil mit der Familie streiten werden wir nicht machen dieses Jahr. Leute, habt eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall. Und danke, dass ihr hier wart und danke, dass ihr hier abonniert und Kanalmitglieder seid oder einfach nur hier seid und die Videos schaut. Das ist genauso viel wert. Leute, haut rein. Tschüssi.